Der Timmy ist spät. Nein, ist er nicht! So, jetzt warte mal, jetzt hab ich wieder die Hälfte vergessen, weil die scheiß Kamera! Die scheiß Kamera! Weißt, wir können zum Mond fliegen, aber die Kamera kann sich nicht merken, was für ein Weißabgleich da ich einstehe! Was ist das für Behinderung? Jetzt geht's mir überhaupt noch auf. Leg mir doch am Arsch da nicht, das ist sofort mit eurer Renten und keiner was warum. So, ich hör mich selber, das ist schon mal gut. Schreiben wir mal noch ein wenig lauter, damit nichts passiert! Wo ist der jetzt hin? Ah! Wo aus? Wo jetzt aus? So, Timmy Boy, Popomann! Zampel! Oberpopomann! Rest vom Saufen! Holla! Ich bin's, Birger! So, jeder, der heute da ist in seinem Arschwasser ausgerutscht, hat sich Taxenbrucher und kann nicht anders. So ist es, was ich weiß. Grüezi, fix, was ist denn heute wieder? Timmy Boy, merci dir. Skulls and Lace. Was? Wie machen wir das mit dem Vordono-Squad? Hä? Wie machen wir das? Skulls and Lace. Wie machen wir das? Damit hören wir jetzt auf, ich erwähne es einfach nicht mehr. Das ist das letzte Mal. Skulls and Lace, merci für den 10er. Zampal, merci für den, ich weiß nicht, was war, 50er? Keine Ahnung. Kann das bitte aufhören, wenigstens vor dem Stream? Wenigstens das. Wenigstens etwas. Ich weiß nicht. Goddammit. Merci. Philipp der Vlogger. Tritt heute wieder blub blub zum Abkühlen. Corgi, Derp, Resident Sleeper und Smorg. Ich sehe leider Gottes die dubiosen Emojis da herin nicht. Timmy Bär, ich geb dir Timmy. Oh, jetzt bist du nicht mehr, jetzt bist du nicht mehr der Timmy Bär Boy, sondern jetzt bist du Timmy Bär. Ab in den Chat. Hashtag Timmy Bär. So, jetzt hast du einen Trick. Ich geb dir gleich zu spät. Ja, 4 Sekunden spät. Ja. Aber selbst wenn ich 4 Sekunden spät bin und du 8 Sekunden, bist du 4 Sekunden spät und nie genau richtig. Das ist wichtig. Hanuta! Mehr als für 39 Monate. Keine Dono, sorry. Ja, Entschuldigung. Falle, fangen wir uns so zum Entschuldigen, weil sorry, macht überhaupt keinen Sinn. Hanuta, mehr als für 39 Monate. Michaela! Merci für einen Monat. Ui! So wie früher, wie ein kleines Kind war, zu interessante Sachen gesagt. Sabse schon wieder! in Oana Wichbassern. Mittwoch Mittag Koda OG Phone Warn, OMDs Konzert mit einer Freundin. Donnerstag Koda. Community, you know what time it is. Donnerstag Koda eingeschläfert wegen Lungenödem mit Bluteinlagerungen. Sapsen, I'm sorry. Was, jetzt haben wir 2 Minuten da und ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Können wir sich in die Nachrichten, können wir uns die in Zukunft für am Schluss aufheben oder so? Das war echt, es war ein kleines Hausecker, leichter für alle Beteiligten. Goddammit. Sapsen, das tut mir sehr leid. Ich weiß das eh, was ist. Unser Coder hat auch schon wieder was am Augen. Das ist auch so, schon wieder das, wo sie am Schuh am rausgedroschen haben, fast schon wieder angeschwollen und kriegt es nicht gescheit auf. Er hat offensichtlich am linken Auge eine leichte Deckungsschwäche. Das muss ich ihm noch irgendwie beibringen. Zapse, I'm sorry. Leuchtraschkugel, merci für 54 Monate. Blub, 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 der Bürger geht halt runter. Oh ja, einen guten dabei. Kaip, merci für 63 Monate. Halt, Tritsch, Speckmeister, wer wieder ein Zwiegel, Abel, blub, blub, benannt. Sumselglück, Abel, blub, blub. Grüß mal einen Späßel, einen Tizian. Einfach so, der Tizian schon wieder. Na. Nein, ich mag nicht. Tizian, ich weiß nicht, der Sumselglück, glaube ich, möchte Sorgzeug zusammenstecken oder irgendeinen Scheiß. Kili, merci für 23 Monate. Blub, blub, benannt. How much is the deep? 117. Samt Erkältung. Nochmal was. Es kommt da noch ein zweiter Teil. Ah, was? Okay, nochmal langsam, ich habe nichts verstanden. Teil 2. Samstag bis Montag Sani-Dienst auf der Pfingstwallfahrt. M bis AÖ. Was ist ein AÖ? Weiß ich nicht. Mitsamt Erkältung, besser werdend. Montag 4:46 Uhr Tante von einem gesunden Burbarm. Okay, das ist ja gut. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Fazit, erstmal Schluss mit Resident Evil Updates. Kopf ist total schon. Morgen Frühschicht. Geh ins Bett. Die größte Aufgabe, geh ins Bett. Den Subnautica-Stream, den kannst du morgen in der Arbeit anschauen. So schaut's aus. So sieht's aus! Dankeschön. Schluss. Löwensepp, Ton, wo, Bürger? Weiß ich nicht. Was, Herzig kann Ton? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen! Morgen wieder Hackel, Alter, lass mich! Ja. Ich hab mich heute für eine Late Night Eve Event
gemeldet. Das geht um 3 in der Früh los, das wird morgen auch ein harter Tag. Ich fürchte, das ist die letzte Woche, wo ich noch jung bin. Da werden wir noch mal probieren, ob wir noch durchmachen können. wie das so ausschaut. Ansonsten hat man halt morgen Bauch oder irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Du siehst halt gerade noch grün, gell? Da ist es alles, 50-50. 50-50, Alter. 50-50. AÖ ist Altötting jetzt. U40 geht das, meinst? Ja, geht noch. Geht noch. In den letzten 3 Jahren im Urlaub habe ich es 3 Mal im Jahr gemacht und es hat wunderbar funktioniert. So um 4, 5 Uhr Nachmittag trischst du mir dann das Gestell so ein wenig zusammen, aber dann musst du noch mit durchbeißen bis um 9, 10 Uhr, dann gehst du ins Bett und dann geht's wieder. Ja, jetzt der nächste Tag ist auch nicht, geht so, so mittelmäßig, aber es geht schon. Es geht schon. Mühli, gerade 400 Leute, weiß nicht, hast du schon mal ausgeschaut, so 40 Grad draußen. Das darf mich wundern, wenn wir heute über 500 oder 600 kommen. Jetzt kämen die letzten 2 kreisligen Monate für mich und für euch und alle Beteiligten vor der Sommerpause. So schaut's aus. Jetzt haben wir noch einen Juni vor uns und einen Juli und dann verpissen wir uns in die Sommerpause und im September geht's dann wieder. Jetzt kommen die 2 erste Mal. Da schau ich so, da, ich komme von meinem eigenen Hirnschweiß, kann ich mich hydrieren. Nein, kann ich nicht. Ü40 wird dann wieder besser. Ja, genau. Ich bin ja gar nicht 40, ich werde dann 27. 27 plus, mir nichts passiert. Jetzt got Electrolytes! Wie lange kann man leben davon, wenn man seinen eigenen Schweiß sauft? Wahrscheinlich, weil man sich totspeibt einen Tag. Mit Klima lässt sich schon aushalten. Ja, ich habe auch eine. Herin ist noch nicht ganz so schlimm, aber jetzt kommt eine Höllenwoche daher, dass du einen Vogel kriegst und dann heizt das Haus, heizt das ganze Wochenende schon auf. Und ich sage mal nur 2, 3 Tage bei diesen Temperaturen und dann wird es der Herin richtig, da wird es richtig unangenehm. Außerdem wirst du 28 laut Karten. Ja, geht dann halt auch. Stimmt. Gut. Die liegt zu weit weg, da komme ich nicht hin. Aber in morgen 2 Wochen gebe ich mir den. Ich werde den ganzen Dienstag umeinander liegen, lass das aufklappt und leg mich dann ihm hin. So schaut meine Geburtstagsfeier aus. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Oh shit, ich bin tot. Ja, dann bin ich aber ungefähr körperlich so Mitte 50. Hätte ich gescheit. Ja, 60. Ich laufe so 20 Meter, muss ich mich hinlegen. Weil es nicht hilft. Wolfric! Wie viel dünner sind wir heute? Dünner mit Doppel-N, Nordpol N, ja? Dümmer werden wir von selber. So, jetzt mal so wacht. Löwensepp, die lese ich gleich. Da habe ich ja komplett übersehen. Was passiert denn jetzt wieder mit meinem Scrollbalken-Kruzifix? Um mein wöchentliches Gewicht zu aktualisieren. Ich bin aktuell bei ca. 158 Kilo. Damit nähere ich mich der 20-Kilo-Marke. Ach ja, warum heißt ein Eisbär eigentlich Eisbär? Wenn er rot wäre, würde man ihn Erdbeer nennen. Lass mal deinen... Nimm jetzt erst mal ab. Okay? Aber 108 ist schon her, unter 160. Wo waren wir letzte Woche? Das musst du noch wieder zuschreiben. So. Ich komme so über die Zahlen, kann ich mir nicht merken. Wir haben angefangen bei 175. Oder? Bei 175 jetzt bis 17 Kilo unten auf 2 waren. Das ist stark. Das ist stark. Hätte ich gesagt. Oder? Max! Mir ist wieder 1,50 € und die Banane. Banane. Warum auch nicht? Stalllüfter läuft Vollgas, dann geht's schon mit der Hitze. Der Stalllüfter. Alex, stell dir vor, du musst bei den Temperaturen in so einem Stall drin arbeiten, wo 1004 drin haben und ich darf einfach sterben, Alter. Ich weiß nicht, wie es ist, der backt sich, sag's, wie es ist. 175 haben wir angefangen, letzte Woche waren es noch 163 Kilo. Ja, das schreibst du ein bisschen dazu, so in Klammern am Schluss, so von Woche zu Woche, 175, 63, 58. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe, die erste Woche, die ist gleich Vollgas gegangen. Da war wahrscheinlich als Motivationslevel am allerhöchsten. Das wird nachlassen, aber beiß dich durch. In der ersten Woche gleich, das waren ja gleich 12 Kilo in der ersten Woche. Und jetzt hat Hans in Anführungsstrichen plus 5. An was liegt das? Hast weniger da und mehr gegessen, ein bisschen gesündigt oder hast genauso weitergemacht wie in der ersten Woche? Weil das ist das, was ich gemeint habe, am Anfang geht das so brachial schnell, dass du denkst, oh, das ist ja voll die garstig Meidewies. Aber das fangen sie dann ziemlich schnell und dann wird's zack. Deswegen durchbeißen, Alter! Durchbeißen! Irgendwann ist Wasser halt raus aus dem Körper. Zum Beispiel.
A pile of poop with a face. Maxi, merci wieder noch. Schluss jetzt mit dem Schwachsinn. So, wann ist denn 10 nach? Jetzt ist 10 nach! Wir müssen spielen, Leute. Kenne ich gar nichts. Dann starten wir mal das verdammte Spiel. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber ich habe tatsächlich off-stream nicht ganz eine Stunde umeinander geschwimmt. Bin ein bisschen rumgeschwimmt. Habe eine kleine Base gebaut. Ja, eine kleine Base gebaut. Jetzt bin ich auf den Sack. Ich habe bloß einen Raum gebaut mit 3 so Spind, weil ich sonst nirgendwo was unterbringe. Das zeige ich euch gleich. Mehr habe ich nicht da. Und Titan gesammelt und Quarz gesammelt und Kupfer gesammelt und was weiß ich, was wir alles brauchen. Und heute werden wir diese Base ausbauen. Jetzt machen wir erstmal die Alert Sounds aus, das ist mir wichtig. Und das Allerwichtigste. Achtung jetzt! Das Allerwichtigste, das ist fast ein wenig ärgerlich, weil letzte Woche waren über 1000 Leute da. Das hätten wir letzte Woche schon machen sollen. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche am Ende dieses Streams eure Hilfe. Vor allem von Leuten in Minga und um Minga rundherum. Ein Spezi von mir sucht eine Wohnung. Hat ein paar bestimmte Vorstellungen, ich glaube, die sind nicht zu hoch gegriffen und da habe ich lese euch das nachher vor, ihr müsst mich nur unbedingt daran erinnern. Wenn Subnautica um 10 Uhr vorbei ist, dann gehen wir mir hierher, dann lese ich euch was vor und dann nutzen wir unsere Reichweite mal. Weißt du, du kennst jemanden, Kind oder so weiter und so fort. Wohnung in Minga, nein, eben nicht in Minga. Genau deswegen spreng ich, weil 13 Quadratmeter kalt 1800 Euro sich keine Sau leisten kann. Das lese ich euch nachher vor. Eine Wohnung eher um Minga rundherum, aber ich brauche halt Leute aus Minga halt und der Umgebung. Sicher nicht werden in der Straße. Vielleicht, schauen wir mal, vielleicht kennt ihr da einen, der Vitamin B halt, ja, richtig. Richtig. Außerdem hat er einen schönen Text übers Karma geschrieben und da ich auch jemand bin, der sehr schwer ans Karma glaubt, habe ich mir mal gedacht, weißt du was? Du hast dir einmal einen Funken was Gutes im Leben drin. Ja? Steffi, ja, also eine Wohnung überhaupt, ja. Ich bin Vitamin B, Vitamin B. Letzter Stream heute vor meinem Urlaub. Egal! Am Mittwoch ist mein letzter Stream vor meinem Urlaub. Wir sehen uns nächste Woche übrigens nicht. Ich mag das bloß noch mal mit aller Deutlichkeit sagen. Meine Geburtstagswoche wird um eine Woche vorverschoben, weil mir ich und die Bürgerin, die hat ja eine neue Arbeit, bla bla bla, habe ich schon 1000-mal erzählt, nicht anders Urlaub nehmen kann. Und ich mache nicht allein Urlaub und sie macht auch nicht allein Urlaub, ganz wenn es da draußen ausschaut, wie es ausschaut und der ganze Terrassenscheiß hergerichtet ist und so weiter. So, jetzt Fotze, schwimmen! Bitte nicht drüber erinnern. Dankeschön. So, hier, Einzelspieler spielen! Fortsetzen. Oh, Grafikkarten noch schnell dran, weil sonst gucken wir wieder mit 4 FPS umeinander. Default. Apply. So, here we go, ladies and gentlemen. Also, jetzt sage ich euch erst einmal, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich nicht recht viel gemacht. Ich habe noch ein bisschen umeinander getaucht und habe noch so eine Unterwasserstation gefunden, dass unser Inventarstückel größer wird. Dann habe ich gefunden, sonst eigentlich nichts. Ich habe einen Haufen Titan gesammelt, dass wir an der Base bauen können und Materialien da haben. Und die ganze Scheiße. Und auf dem Weg ein paar Baupläne umeinander gescannt und keine Ahnung, was alles für ein Scheißdreck und so weiter und so fort. Und eigentlich suchen wir das Kaulquapenfragment. Ja, deswegen zeige ich euch jetzt Folgendes. Ich habe eine Kleinigkeit gebaut. Achtung, eingesprungen! Da habe ich was vorbereitet, pass auf. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Der geht immer. So, Achtung. Ich präsentiere meine Base. Here we are, ladies and gentlemen. Das ist mein großes Bauvorhaben, das ich da schnell hinzimmert habe mit 3 Schranken und da ist schon wieder Pumpenfall. Schau hin. Ja. Wie machen wir das? Silber habe ich abgeholt. Wir waren letztes Mal, jetzt bei sowas, da haben wir Signale. Bei der Blackbots, beim Jab waren wir schon, da habe ich extra Silber notiert und mir gedacht, fuck, wir brauchen Silber, wo kriegen wir Silber? Und irgendwann habe ich das gefunden und dann bin ich da schnell hingeschwommen und habe das ganze Silber mit heimgenommen. So wie ich das aber sehe, ist die Base natürlich ein Scheißdreck und gar nichts. Die Drehkütten, so Unterwasser-Drehkütten, ja richtig. So, wir drehen uns einmal im Kreis. Weil wirklich auch heute, ich bin eine Stunde lang heute herumgesessen, draußen sau heiß, geschwitzt wie die Drecksau. Und einfach so umeinander geschaut, das Spiel ist so verdammt schön, ich kriege einen Vogel. Es ist so schön, es ist so wunderschön. Und eine Taschenlampe habe ich mir gebaut, das ist schon alles sein. So einmal kann ich die ja da heraus irgendwie nehmen, ja. Machen wir so, hier, Taschenlampen. Mehr ist es nicht. Staudi! Du machst nicht allein Urlaub, was war denn das in Ägypten? Da war ja nicht allein, da war Flasch dabei. Und die Frau ist in Italien gewesen. Mit ihrer Freundin.
Was soll ich machen? Da war eine Flasche dabei, war ich auch nicht, ein bisschen besoffen. Ein bisschen besoffen, war ich allein verkippt, da gebe ich nie wieder heim. So, jetzt passen wir acht. Wir zimmern mir jetzt da nämlich nochmal schnell einen Schrankel hin. Das sagt er eh. Hier, wie viel Quarz brauchen wir da? Simi, okay, machen wir so. So. Zack. 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 Damit da gleich mal Ruhe ist, damit wir da nicht umeinander scheißen müssen. Weißt du was ist? Wie kriegt man den Scheiß eigentlich wieder? Ah ja. Dann machen wir so. Titan. Titan. Schmaler Grad. Titan, Titan. Ja, ich weiß was es ist. So, da haben wir Salz rein. Salz. Das mischen wir sowieso nachher 20 Mal durcheinander und so weiter. So, also, jetzt passt's Obacht. Und währenddessen ich unterwegs war, habe ich irgendeine Aufzeichnung von irgendwem gefunden, der jetzt da irgendwie Alarm macht und keine Ahnung was treibt. Da schauen wir uns dann an, was er zu sagen hat. Das ist irgend so ein Alarmsignal von irgendwo. Da werden wir wahrscheinlich eine neue Position zum Auskundschaften kriegen. Und hoppala, daneben geschwimmt. Ich bin daneben geschwimmt, ey! So, und was wir uns heute bauen, ist folgendes, das habe ich noch nicht gemacht. Und zwar den Schallresonator. Dafür brauchen wir aber nur einen Titanbarren. Den kann ich noch nicht bauen. Und Blei, das kann ich auch noch nicht irgendwie herstellen, das muss ich irgendwo finden. Und ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wo es das gibt. Deswegen machen wir jetzt da Rechtsklick für das Ding. Und da brauchen wir eine einfache Batterie und einen Kabelsatz und Silber für den Hydropropulsor. Da wollte ich noch warten, bis wir da haben, damit sie das auch sagt, wie wir das bauen. Weil ich glaube, das ist so ein Teil, das uns schneller schwimmen lässt. So wie diese eine Düse da. Seitenwechsel! Ah, Moment, stimmt, da war was. Oder, hoppala, da war ein total falscher Knopf, lol. Hoppala, lol. Miau! Miau! Ah, klang schon wieder. Jedes Mal, seit Anbeginn der Zeit, gilt immer das Gleiche. Wenn nur einer von 627 Leuten daheim gesessen ist und kurz so, und wenn er bloß ausgeatmet hat, so, dann hat sie sich schon rentiert. So, das schnallt wir wieder fest und dann passt das. So, grüß Gott beieinander, da haben wir. Let me have a look. Was haben wir jetzt da dabei? Wie schaut es da drin aus? Da ist Pumpenvoll. Da haben wir Silber und Blei, das ist auch gut, da haben wir Utility. Und ich glaube, ich habe meine Batterien da reingesteckt vorher zum Aufladen, jawohl, die nehmen wir mal aus, ich glaube, ich brauche mal für das Teil da. Und jetzt bauen wir noch einen Kabelsatz, tust du mir einen Kabelsatz hier, der braucht ein Silber und einen Kupferdraht, tust du mir bauen. Tust du mir bauen! Haben wir schon da auch, schau hin und dann, oh! Zitrone-Queenie! Was da los? A coin with a star. Hat sie irgendwas in die PayPal-Donations geändert, weil auf einmal alle einfach nur irgendwelche Symbole schicken, oder was ist das? Is there something new? Ich schaue mir mein eigenes Donation-Panel so selten an. Um genau zu sein, seit 2 Mal in den letzten 8 Jahren wahrscheinlich. Zitrone-Queenie! Kuss auf die Nuss, Dankeschön. So, jetzt passen wir auch. Das habe ich nämlich nicht gewusst, dass wir wieder Baupläne freischalten, indem wir mir Sachen bauen. Das habe ich einfach nicht gewusst. Ist gerade passiert, aber jetzt bauen wir mal den Hydropropulsor. Hydropropulsor, was auch immer das für drum ist, aber hoffentlich. The Wakemaker is a marine adaptation of the Spacemaker EVA thrust pistol system. Travelers should be careful to rest their wrist, elbows and shoulders during prolonged use. Wo ist das Ding? Wo kann ich es hinschirmen? Geht das? Ja, im Einser haben wir halt den Torpedo geholt. Und die Taschenlampe ist überflüssig. Echt? Dann ist es ja perfekt für Utility. Hat diese Dinger Taschenlampen drin, oder was? Scheinwerfer? Ah, tatsächlich. Ja, super. Die müssen mir passen, das weiß ich nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell das wir sind. Warte mal. Ja, minimal. Und wenn wir jetzt noch einen Bono begängen, dann haben wir ultra schnell, oder was? I'm super fast! Ja gut, ob es das jetzt fett gebracht hat, weiß ich nicht. Aber cool ausschauen tut's. Da gehen auch die Düsen so ein bisschen mit, wenn man nach links und rechts drückt. Das ist schon lustig. So. Dann ist unser Plan folgender. Wo war man letztes Mal? 0,5 km/h schnell, ja, weiß ich nicht. Also fett gebracht hat es jetzt, glaube ich, nicht. Hat das Ding auch eine Batterie? Ja. Die Batterie, meine ich, die nehmen wir sicherheitshalber mal lieber Sicherheitsbatterie mit. Haben wir Sicherheitsbatterie dabei? Ja. So, dann haben wir das da. Hoppala, das haben wir da eine.
Oh, dann haben wir nur einen Titanbarren, dann tun wir da das restliche Titan rein und dann sind wir eigentlich glücklich. So, letztes Mal waren wir mir bei der Blackbox Ruby nicht. Und da gehen wir jetzt halt hin. Und wenn wir dann wieder zurückgehen, dann hören wir uns das Signal an und dann schauen wir, was da so los ist. So, wo ist da hinten? Blackbox Ruby, ab geht's, los geht's. Schauen wir mal, was wir da so finden. Ich hoffe, dass wir da auch wieder Blei finden und keine Ahnung was. Weil, oh, ein wenig Wasser nehmen wir noch schnell mit. Was zum Essen, was zum Trinken, sonst das saufen wir, was das ist. Haben wir mit da Wasser drin, ich hoffe, das habe ich da rausgebunkert. Ja, schau, was zum Fressen nehmen wir auch noch mit. Damit es nicht heißen kann, der Bub, der schaut überhaupt nicht auf seinen Survival-Instinkt. So nicht. So, Gazerstreifen, fahren wir am Boden und. Wo ist das rote Ding da hinten? So, währenddessen genießen wir die Aussicht, hätte ich gesagt. So goldene Pointgal brauche ich für irgendwas, das weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht für was, aber für diesen. Was ist das denn? Das ist Titan, das nehmen wir mit. Nein, schwimm einfach jetzt zu dem roten Ding hinten. Verdammt nochmal. Birge, du Buffet. So, wir schwimmen, wir schwimmen, wir schwimmen. Wir schwimmen. Oh. Vielleicht hätte ich das Auftauchding mitnehmen sollen, gell? So, und los geht's. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da waren wir doch schon, oder? Ne, das ist doch nicht der dicke Fischi auch irgendwo? Ist doch auch der dicke Fischi irgendwo. So. Eco-analysis detects human remains interred beneath the sediment. This site Menschliche is a mass Überreste. grave. Den nehmen wir mit. Da kenne ich nix. Was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen. Kohlsprosswurzel. Das kannst du. Ich möchte mich da drin schon wieder irgendwas fressen. Hau ab. Kann ich die sammeln? Oder frisst mir das? So, jetzt schauen wir mal, was da so los ist. Die Dings nehmen wir mit. Mistviech angesagt! Gib mir das. Au! Hau, nicht beißen! Ja, ich schwimme schon weg! Geh weg von mir! Da nimm ich mit. Da ist er. Kruzifix! Arschloch, geschissens! So, ich glaube, ich muss mal schnell auftauchen, einmal die Lage sondieren, wo wir mit überhaupt zum Teufel überhaupt sind. War das nicht? Oh, schau, wie schön das ist. Du nicht? Ab. Den nehmen wir mit. 30 Sekunden, wir müssen mal schnell auftauchen. The Noetic Advisor has transmitted an alert. Return to the Lifeport at your convenience. Ich dachte mir, waren wir da noch nicht. Dieser scheiß Panik-Mode, wenn das Mistviech auf einen zukommt, leck mir da am Arsch. Weil es unter Wasser noch nicht genug stressig ist. Das nehmen wir mit. So, kipp. Wo ist er? Wo ist er? Geh weg. Kommt man da irgendwie rein? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Auf, da wir schnell auftauchen und dann schwimmen wir durch. Also steigen wir bloß am Hut, das Sounddesign ist wirklich auch wieder on point und macht so viel aus. So nicht, mein Freund, ich schwimme einfach davon. Aber da waren wir doch schon herin, oder? Bin mir nicht sicher. Da haben die Dinger neu. Da habe ich heute auch ein paar gefunden, direkt ums Startgebiet rundum und irgendwie habe ich mir gedacht, die schauen neu aus. So, jetzt müssen wir da mal irgendwie schauen, wo wir weitergehen. Da waren wir noch nicht. Wir sind schon wieder bei 30 Sekunden. Kruzifix, ich muss ja da ein wenig aufpassen. Aber es ist auch viel weiter da hinten. Ne? Schwimmen wir mal weg von den Dicken. Schwimmen wir mal von den Dicken weg. Dicker Fisch, gehen wir weg. Jetzt tauchen wir mal schnell auf. Hätte ich vorgeschlagen. Luna! So als kleines Danke. Warhammer Turnier war erfolgreich. Hab den Pokal. Was du speist? Warhammer! Was? Was für... Halt, stopp! What? Halt, stopp! Nur mal langsam. Was? Alle männlichen Männer hier drin. Ich hab wirklich in meinem Leben viel gehört, viel gesehen, viel erlebt. Aber dass eine Frau Warhammer spielt, also Warhammer anbämseln, das kannte ja noch nachvollziehen.
Okay? Aber spielt und auf Turniere geht, was? Hat's was hier ausgeschaltet? Was ist heute für ein Tag? Wie spät ist? Was für ein Jahr haben wir? Das hat's am Mika schon gesagt. Da hab ich einfach, entweder hab ich da dieselbe Geschichte erzählt wie jetzt gerade, oder was? Oder hab ich es einfach bloß wieder behindert vorgelesen und nicht drüber nachdenkt? Dina schreibt, Luna! Bester Mann am Platz! Luna? I'm impressed! Du bist schon, die hat schon irgendjemand einen Heiratsantrag gemacht, oder? Oder? An das erinnere ich mich schon noch. Sei das, erinnere ich mich doch richtig. Nutze sie, ich frage für einen Freund. Wärst du einfach Altbürger? Ja, ich mag mir auch nichts mehr merken, ich sag's, wie es ist. Zu Hosen aber auch. Luna, GZ. Geil, ich möchte ein Foto von dem Pokal sehen. Ja, bin verlobt. Ja, sag mal, wenn du rausgefunden hast, dass er ein Huhn ist. Dann riechst du ihn nochmal. So. Altera Starship wreck detected. Jetzt wird's narrisch. Schau hin. Jetzt wird's wirklich narrisch. Jetzt passen wir, du haben wir jetzt. Da haben wieder so Fischis. Geh weg von mir! Wenn der sich nicht zimmert, dass es spät ist. So, jetzt schauen wir mal, was da so los ist. Was der mir da? Da ist ein Schwemm. Ich seh's, dass da ein Schwemm ist. Erst einmal in der Höhle drin verstecken. Das nehmen wir mit. So, ist ein dicken Fisch, habe ich auch schon wieder gesehen irgendwo. Da oben drüber schwimmt er. Okay, jetzt pass auf, jetzt tauchen wir noch mehr auf. Ist das ein Wasserbladel? Ein Wasserbladern? Ja, super, gut, passt. So, jetzt pass einmal Obacht. Was ist denn da alles los? Ich trau mich nicht schauen. Das schaut, ich bin so weit weg von zu Hause. Oh, der große Quatsch war gut. Quatsch ist recht selten. Aber gut, schwimmen wir mal grob in die Richtung. Da wird schon irgendwie... Oh, jetzt wird's kreislig. Unangenehm. Bleiben wir mal da. So, wo ist denn da? Ist die Blackbox unten. Tu die mal nicht runter. Kriegen wir schon. Irgendwo wird schon ein Luftbladen sein. 30 seconds. Ja, 30 Sekunden. Oh, da ist der große Fisch auch wieder. Gehen wir mal weg da. Tauchen wir mal noch mehr auf. Noch ein letzter Auftaucher. Und dann müssen wir irgendwie da in die Blackbox Ruby rein. Da waren wir auf alle Fälle nicht mehr. Da werden wir jetzt schon nicht gleich irgendein Riesenviech verschlucken. Da kommt sie fixe. Es ist so unangenehm. Schnell runter. Unten ist nicht so unangenehm. Da ist was. Da ist was. Du musst kennen. Was ist das? Kalkquadenfragment! Blubbel die Blubbel. So, er da oben. Was ist mit ihm da oben? Nein, lass mich in Ruhe. Gonzo, you hear that? So, close. Everybody get your flares ready. Keep them away from the kids. Two of them! Hey! Umala! Uh-oh. An den neuen Restschimmer einfach vorbei. Okay, was ist ein neuer Restschimmer? Ich kenne mich doch nicht aus. Was für ein neuer Restschimmer? Um Gottes Willen, jetzt wird's finster auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sein mag, wenn es finster ist. An den neuen Restschwimmer einfach weil was für ein neuer Rest ist? Ich hab nichts gesehen. Das schaut für mich alles gleich aus. Ich hab's Oxygen schon gehört, ist das eine neue Ressource? Ich glaube nicht. Jetzt tauchen wir erst. Oh shit, nicht sterben, nachkommen. Nicht. Solange so nicht schwarz ist, ist alles gut. So. Okay, so, was haben wir hier jetzt? Ich seh halt einen Scheißdreck, Alter. Ich sehe halt einen Scheißdreck, aber die blauen Dinger da schauen auf alle Fälle neu aus. Was kann das? Was ist das? Eine Leihqualle. Sprengi lass es. Kann ich die abbauen? Nö, wieso nicht? Was waren da jetzt für neue Riesis? Ich hab gar nicht gesehen. Taschenlampe anmachen? Ja, macht vielleicht Sinn. Aber ich habe da ein bisschen Angst, dass uns der große Fisch dann verfolgt. Das ganze Klump nehmen wir mal mit, wenn wir schon vorbeischwimmen, nehmen wir es mit. Das geht nicht. Sagen wir da, das ist alles Titan, also nichts neu. Rechtsklick Licht da. So richtig krass
bringen tut 30 jetzt seconds. das auch nicht, um ehrlich zu sein. Gell? So, wir haben doch da irgendwo ein riesengroßes Wrack gesehen. Wir müssen doch eigentlich bloß an dem fetten Fisch vorbei und dann... Wo war denn der Bums? Wo war der Bums? Den finde ich unter Wasser in der Finster... Oh! Ja. Oxygen. Ja, bin schon fort. Da war Blei, aber das bringt dir nichts, wenn du den Schallresonator nicht hast. Ja, stimmt, den hab ich noch. Ich müsste da ein einzelnes Blei finden. Da war doch ein riesen Trumpfwrack. Irgendwo. Das finde ich nie wieder. In der Finstern. Außerdem geht mit den Scheinwerfer da. Sag ich nicht so irgendwie mehr? Nein! Nullinge! Da, überall Blei! Da muss doch rundherum ein kleines Blei liegen, ne? Blei, ja. Excuse me, ist das Blei? Ja, das brauchen wir! Ja, dann tust du den Titanscheiß wieder weg. Komm, Titanscheiß weg, Wasser können wir saufen, den Metallschrauber kannst du auch weg da. Wo ist Blei? Gib Blei, sehr schön. Blei brauchen wir. 2 Stück. Ist das Blei? 30 Nein. seconds. Mein Gott, alle 30 Sekunden Aufdauer ist das letzte. Scannen! Bringt das was? Also bringt das Scannen von den großen Vorkommen-Apps. Das wäre mir auch noch. Was haben wir jetzt gerne? Jetzt machen wir mal das und das. So, wird schon passen. So, düsen wir nochmal runter. Schauen wir mal nochmal, ob wir das da scannen können. Ich glaube nämlich so ein großes Blei, ja, haben wir noch nicht gehabt. Aber das hilft uns ja auch nichts, ne? Bringt das was? Das finde ich so ein bisschen schade, dass es halt nichts bringt. Jetzt tauchen wir da einfach mal. Ja, Silber können wir auch brauchen, das nehmen wir mit. Was war da wieder immer, wenn so komisch ist? Wenn es heißt, dann weiß ich, dass ich gefickt bin. Geh weg von mir! Oh, leck mir Mosche, ich hasse dich! Ich das auch schon von der Lore, brauchst du nicht auch nochmal einen Schwanzel da, du Arschloch! Jetzt hat er das Ding aus, ich muss fahren. Sackelzement nochmal! Luna! Foto vom Pokal ist im Plätschmann. Das hättest du mir doch jetzt nicht mit 2 Euro sagen müssen, du Würstel! Danke! Schluss, ich hab gerade ein wenig Stress! Da ist ein Wrack, da schwimmen wir rein, da können wir doch mit Sicherheit irgendwie. Hau jetzt ab, Fisch! Hau! Ich bin überhaupt nicht da! Gibt's sowas? Ich frage mich selber, wie groß ist das Wrack? Da drin, da ist nichts drin. Gibt's hier was? Kann man keine Harpune bauen? Ich glaube, das ist so der einzige Aufreger gerade, was das Spiel betrifft, dass es keine Waffen gibt. Was ich aber nicht schlecht finde, weil sonst warten die Fische da runter und dann brauchen wir es auch nicht. Dann kann man es gleich weglassen. Was tut denn da so? Weg. Kommt man da wieder, ich weiß jetzt auch nicht. In der Finsternis sehe ich nix! 30 seconds. Ja, 30 Seconds, dein Mann. So, dann schwimmen wir nochmal straight auf und straight oben, weil da haben noch ein paar kleine Lücken drin. Und der Strom geht uns aus. Ja, am ersten noch im Pass ausschreien. Der Züsselsberger, das meine ich, wird nicht gelangen. So, oben nochmal. Machen wir das einmal nochmal aus. Erst wenn wir unten sind, wieder die Laterne an. So, jetzt schauen wir mal, was da hier unten so los ist. Im Frack, am Frack und ums Frack rundrum. Was ist hier los? Da kann man reintappen. Gibt's da was Schönes? Oh, da haben wir was gefunden. Was ist das? Was kann das? Kalkwarten, fragt mal das letzte! Bioreaktor, das letzte Teil. Jetzt schau her. Jetzt geht's gar nicht mehr genau. So, jetzt schauen wir mal, was das da noch ist. Das schaut aus, das kann man erfordert unbekannt. Ah, das Reparaturwerkzeug wahrscheinlich. Und dann wird man da einer kommen und dann kann man da ein Base draus bauen, ha? Was haben wir da? Ja, 30 Seconds schon wieder, ich sehe schon, Reparaturwerkzeug, da haben wir aber bloß erst 2 von. The Noetic Advisor has transmitted an alert. Ja, Return to the life pod at your Alert, convenience. Alerta. So sehe ich das. So, 13 Sekunden, wir sterben sowieso. Was ist das da? Okay, raus, meine Damen und Herren, raus muss er. Komm. Ja, komm, 4 Sekunden schaffen wir. 4 Sekunden schaffen wir! Los, gib Gas! Gib euch Gas! Ja, non George, no, gib!
So, ich würde ganz fest vorschlagen, wir schwimmen wieder heim. Jetzt warte mal, wo ist denn das Baumenü, Baupläne, das Reparaturwerkzeug, das lassen wir mal droh. Irgendwas habe ich da noch angeheftet. Warum habe ich das da angeheftet? Das müssen wir alle lösen. Ich möchte lösen! Wir brauchen das Ding, ein Schallresonanz, wir brauchen noch 2 Blei. Ich habe doch mehrere Blei gefunden, oder? Daheim habe ich noch eins, das passt. Aber ein Titanbarren. Wie kriegen wir Titanbarren? Das meine ich, werde ich mir von euch spoilern lassen. Jetzt schwimmen wir mal. Wie schnell sind denn die Batterien vom Motor leer? Ja, also, wenn ich das Licht anschalte, wahrscheinlich noch schneller wie normal. Lassen wir uns schwimmen, Kim. Schwab mich heim! Miau! 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 Da ist der Rambockfisch wieder da. Schwimmen wir am Boden unten. Dann laden wir unsere Batterie wieder auf. Prozessor bauen. Mehrere Titanklumpen zusammenbauen. Also ich weiß noch, wie man den baut. Im Einsatz ist nämlich, glaube ich, genau das gleiche, aber ich weiß nicht, wie man das Rezept kriegt. Im Below Zero kannst du aus 5 Titan einen bauen. Mal. Ja, ich habe es... Ich glaube, wir werden wahrscheinlich irgendwelche anderen Teile bauen müssen, damit die Baupläne freigeschaltet werden. 30 Seconds. So. Wir wechseln mal... Batterie. Oh. Auf Ever. So, du kannst die gleich wieder aufladen. Dann stecken wir den ganzen Titanbums da hin, wo er hingeht. Dann haben wir da... Wo haben wir das Blei? Bei den Mineralien haben wir Blei, Silber... Da war Wahl! Was tut dein Mann in Subnautica? Die hat geschrien, dass das Essen fertig ist. Habt die Richtung nicht gescheit gehört? Oh, schau dir mal die haben vorhin nah da, diese Riesenviecher. Haupt, wir machen es jetzt eigentlich die Hand unheimlich. Brauchst du einen Intel 9 Prozessor, i9? Ich verstehe. Das heißt, wir müssen so einen Systemchip bauen. Dazu brauchen wir einen Kabelsatz. So einen bauen wir. Und dann bauen wir einfach mal einen Systemchip. Eigenständiges System auf einem Chip, das um einen Mikrocontroller gebaut ist. Ein kompakter, energieeffizienter, mobiler Computer. Bauen wir einfach mal. Schauen wir mal, was passiert. Tja. Ich sehe hier keinen Titanbarren. Was kann das Ding? Was kann das jetzt? Toll. Wenn der Bürger sogar 50 € Donor übersägt, dann Stream durchgespielt. Löwensepp, hast du völlig am Verstand verloren. Was ist denn mit dir kaputt? Kruzifix, jetzt habe ich tatsächlich... So. Ja, ich weiß, es ist ein wenig früh, aber das passt schon. Merci für mindestens 72 Monate auf weitere Jahre. Meine Donos übersägst ja gern. Du Drecksack. Du hast absolut recht, ich hab die wirklich einfach übersehen. Aber ich glaube, du stellst mir einfach dieselbe Frage wie die letzten 2 Wochen. Birger! Wann kommt der Resi DLC mit dem Leon? Und du wolltest mein Dono und Reese ablesen! Ich glaube, dass ich die letzten 2 Wochen schon gesagt habe, wenn wir eine Lücke haben, dann können wir uns den Resi DLC vielleicht schon anschauen, aber demnächst haben wir keine Lücke. Am Mittwoch spielen wir There is no game fertig. Und da habe ich kurz überlegt, ob wir James Bond spielen oder nicht. Ja, der perfekte Zeitpunkt war eigentlich am Mittwoch dafür, weil es da rauskommt, da ist das Interesse am größten, dann bin ich eine Woche da und dann interessiert es schon wieder keinen mehr wahrscheinlich, aber egal. It is what it is. Und dann haben wir Subnautica und, also ich denke, jetzt je nachdem, wie Subnautica heute so läuft, dass das nach dem Kurzurlaub in 2 Wochen, also heute in 2 Wochen, dann auch noch mal kommt, aber da ist dann wahrscheinlich James Bond und Subnautica rutscht dann auf den Mittwoch und dann schauen wir mal, dann kann es wieder so ein bisschen... Weißt du schon, du kannst dann schon wieder ein bisschen, weißt du, wie es ist. So, wie viel habe ich jetzt nicht übersehen? Da schon wieder, Habitäre Bierger. Bin gerade vom Volksfest heimgekommen im Bad Kötzting. So, Streamo schauen und weiter trinken, außer Bier, Dimpfelbier. Lass das schmecken. Merci dir und merci wieder in die 72 Monate. So, Schluss mit die 50er umeinander Schmeißerei, Leute. Dankeschön, das ist sauber zu viel. Und du weißt das! Der YGS Fox, einer von meinen Moderatoren, spielt Doom the Dark Ages gerade. Hat meine Augen überall. So, jetzt haben wir den Krampf, da haben wir auch noch eine. So, wie kriegt man jetzt Titanbarren? Freunde, nimm das Konstruktionswerkzeug, Slot 5, ja das weiß ich. Baue einfach den Prozessor, alles andere kommt von da. Ach so! Du meinst das Ding da? Kupferdraht, milde Säure. So, wir müssen schauen. Steht da irgendwas dabei? So quasi
bau das, dann kriegst du was. Nicht wirklich, gell? Weil ich check Prozessor. Führt im Laufe der Zeit komplexe biochemische und fertigungstechnische Aufgaben für fortgeschrittene Rezepte aus. Ja, also durch die Blume kann man es lesen, glaube ich. So, wo zimmern wir den? Wir brauchen erstmal eine größere Base! So, Standardelement. Da bauen wir ein Nebengebäude ohne, hätte ich vorgeschlagen, auf der anderen Seite. Also da, hier. So, kann man das verlängern, das Ding? Da müssen die drinnen Fabrikator, glaube ich, mal, gell? Dass wir erstmal so eine lange Wurst haben. Machen wir eine lange Wurst. Machen wir eine lange Wurst, Kim. So, dann machen wir so. Welcome aboard. Na, wie tut man Sachen abbauen? Kuh hat's doch geheißen, ne? Ja, jetzt halt. Ich hoffe, dass man da alle seine Ressourcen... Wieso kommen? Die kannst du nicht Müll. Gegenstände im Inventar. Wieso lotten das nicht? Versteh ich nicht. So, nehmen wir das Ding. Kuh. Weg damit. Nehmen wir so. Raum. Das habe ich gut platziert. Wenn es bei mir aus dem Haus der Haustür rausgeht, rennst du erst einmal in Tesla-Spule, Unterwasser-Tesla-Spule. So, jetzt schauen wir mal. Genau. So, dann kommen wir doch. Was ist denn das Verrücktes? Verkleinern-Modus? Nein, nicht verkleinern. Ich mag einen Vergrößern-Modus. Ja, was hilft man der? Was ist. Wie kann man das da herziehen? Ich konstruiere das jetzt einfach und schau, was passiert. Oder muss ich das Stickerl für Stickerl machen? Sag ich das richtig? Da haben doch Pfeile dran. Und wenn ich aber das Mausradl drehe, muss ich da auf die Dinger zielen? Oder was? 30 seconds. Ja. Ich das auf unterm Base bauen. Wie geht das? Stückelweise oder weiter weg einfach einen kompletten Block setzen? Ah, ja, okay. Ah, ja, genau, so wollen wir das. So wollen wir das. Sehr schön. Sehr schön. So, wundervoll. Oxygen. Ja, Oxygen. Also, haben wir schon gefunden. So, Seek fresh water intake. ich glaube, ein Fenster kann man mal brauchen. Ich darf jetzt einmal sagen, machen wir ein kleines Fenster. Wir kann man den Rasten entfernen Modus, Größe ändern, abbrechen, Fenster anbringen. Schnackelt das immer so ein. Ich hab gemeint, ich hab heute irgendwann einmal eine Tastenkombi gesehen, dass man das nahtlos. Weißt du schon? Das muss klar. Ja, das muss klar. Da zum Aussehen. Fenster snappen wir immer. Okay. Sprenge jetzt nämlich schon durch, das weiß ich. Den frage ich halt dumme Fragen, wenn irgendwas ist. So, ein Tauchdock. Ah, das bauen wir dann separat. Wir können nämlich, glaube ich, jetzt passen wir auf. Jetzt brauchen wir erst einmal brauchen wir einen Fabrikator. Den können wir jetzt da natürlich wieder nicht mehr hinzimmern, weil wir da scheiß Fenster gemacht haben. Den kann man natürlich auch da aufzimmern. Aber gut. So, den zimmern wir jetzt daher. Wunderschön. Dann unser Strom. Wir haben eine Stromproduktion von 24. 9 geht raus. Prozessor hat's geheißen, ne? Kann man den vors Fenster hinzimmern? Ja, den kann man vors Fenster hinzimmern. Aber wir brauchen noch milde Säure. Wie macht man milde Säure? Das haben wir noch gar nicht gemacht, glaube ich. Schauen wir mal. Das ist das da. Ach, da brauchen wir die Hirne, gell? Kupfer und Hirn. Sind wir schon unterwegs? Kupfer und Hirn. Wo war Hirn? Immer wenn ich es nicht brauche, finde ich es sofort. Das ist immer in irgendwelche kleinen Höhlen. Da ist Quarz auf alle Fälle. Den lassen wir mich nicht liegen. So, los geht's. So, Hirn. Hirn wo? Hirn, ah ja. 100%. Ja, sag ich doch, dass da eins herunten ist. Was sage ich denn? So, dann machen wir so. So, haben wir noch ein Hirn. Da haben wir noch ein Hirn. So, das ist her. Jawohl. Das wächst schon wieder nach, hab ich gehört. Dann nehmen wir die kleinen Schnecken noch mit. Dann nehmen wir da noch. The Noetic Advisor has transmitted an alert. Genau, und dann schauen wir uns einmal an, was es kostet, unser erstes Raumschiff halt zum Bauen. Können wir das überhaupt schon bauen? Ich meine, wir haben einen Plan gefunden. Wo wird denn das konstruiert? Wir haben doch alle drei... Oder muss man das so konstruieren? Muss man das mit dem Teil konstruieren? Na, oder? Nein. Kaulquappendock.
Silberbarren und Kupferdraht. Wo muss man das hinzimmern? Wo kann man das hinzimmern? Wahrscheinlich ins Town, ins Tauchdock. Da gibt es ein neues Modul für. Das ist wahrscheinlich der Fahrzeugfabrikator. Überlebenswichtiges System, atomare Umstrukturierung von Ressourcen in Fahrzeuge und Chassis. Da brauchen wir aber auch Kupferbarren, Titanbarren und Glas. Und ich weiß nicht, wie man die Barren herstellt. Aber wahrscheinlich mit dem Ding. So, machen wir mal milde Säure. Milde Säure. Aber nur eine, die muss gelangen. Die muss gelangen, habe ich gesagt, gehabt. Mit das Ding aus. So, fertig machen. Schauen wir mal, was das kann. So, was haben wir hier? Wo kann ich da einstecken? Prozessor, Ausgabe öffnen, Prozessor, Konfigur. Das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das im ersten Teil auch so war, dass man da eine extra Maschine dafür gebraucht hat, aber... Dehydration. So, das heißt, wir müssen da jetzt mal unser Titanlager ausräumen. Das ist mal den Bums her. Und dann werden wir da mal nicht genug Ressourcen. Prozessor laden. 2. 3. Wir haben eh so viel Titan. Machen wir da Barren draus. Können wir? Ja, okay, wird schon. Wirst du mir nicht verzeihen, dass wir halt schon das U-Boot da zusammenbauen? Ein U-Boot! So, was mir noch jemand von den Pro-Gamer erzählen kann. Ich habe da natürlich 3 Solarpaneele, die sich übrigens schön mit der Sonne ausrichten. Weiß ich nicht, ob das beim Morgen auch schon so war. Aber... ärztliche Behandlung. Schon wieder. Lass mich mal schnell Schnecke sammeln und will schnell ein Wasser machen. Warte, haben wir noch ein Wasser oder was zum Essen? Jetzt warte mal. Tust du mit den und den hier. Und dann machen wir uns ein wenig Wasser. Damit wir nicht das saufen, weißt du eh. Wird schon. Musst nicht mehr, du verlierst übrigens Gesundheit, weil du durchstehst. Ja, ich hab schon gespannt. Bei der Aufforderung des ärztlichen Nachsehens, da bin ich dann hellhörig. So, 40, 80, Fischi. Und dann, meine ich, werden wir uns noch schnell ein Medikit einballern müssen, weil sonst, hoppala, tragbarer Spind. Plus 50 Gesundheit. Nehmen wir mal das für plus 100. Hätte ich vorgeschlagen. So. Schauen wir da noch mal rein. Der verarbeitet noch. Okay. Titanbarren. Ich hab schon gesehen, Leute, wir brauchen mehr Titan. Wir brauchen doch anscheinend mehr Titan, weil das wird uns nicht gelingen. Also. Was bauen wir als nächstes? Das wollte ich nicht! Na, egal. Das Ding da brauchen wir. Wir brauchen einen Kabelsatz. Dann bauen wir uns diesen Resonator und dann zeige ich euch was. Das habe ich heute nämlich auch gefunden. Scheiße. Und instant wieder vergessen, was ich braucht habe. Kabelsatz. Dann bauen wir natürlich da drin. Wir können keinen Kabelsatz bauen. Warum? Bauen wir einen Kupferdraht. Kupferdrahtl, Kabelsatzl. Du musst die Ressourcen in der Base nicht in deinem Inventar haben. Habe ich schon gespannt, aber ich dachte, im Prozessor muss ich es selber einlegen. Dann haben wir da und dann bauen wir den. Den haben wir abheften. Resonators blueprints include several components not based on Altera designs or any known human engineering. Despite these irregularities, the resonator will selectively fracture mineral deposits and a narrow range of alien biomolecules. Molecules. So, jetzt suchen wir uns einmal schnell irgendein großes Erzvorkommen. Damit man gleich einmal sieht, für was das Ding gedacht ist. Jetzt mal so, jetzt fahren wir es nicht, der braucht ein bisschen lang, bis das auf Zeigen geht, aber schauen wir mal, ob da irgendwo ein großes Vorkommen ist von irgendwas. Weil ich glaube, mit dem Resonanzding kann man die großen Vorkommen zusammenschießen. Wo geht's denn da? Wo geht's da? Ah ja, genau. Das habe ich halt gefunden. Das ist irgend so ein virusverseuchtes Gebiet. Jetzt mal so wacht. Haha! Da kann man die Dinger zusammenballern, dann kann man da reinschwimmen. Ich weiß zwar nicht, was es da gibt und irgendwie schaut es da... Fix, da haben wir schon wieder... Das nervt, wir brauchen größere Gasflaschen. Entschuldigung, Sauerstoffflaschen. Ist dasselbe in grün, lass mich in Ruhe. Aber irgendwo muss doch da ein großes Vorkommen jetzt von irgendwas sein. Ich mag jetzt was ein Vorkommen zusammenschießen!
Ah, ja, genau. Das da habe ich zum Beispiel heute Nachmittag auch gesehen. Das kann man dann nämlich zusammenbolzen. Und dann kann man da herin zum anders gehen anfangen. Meine ich. Finden wir da was Tolles. Haben wir da. Da haben wir wieder so ein komisches Ding. Sehen wir das hier? Zusammenpulvert den Schund. Wow, das hat sich ja richtig voll gebracht. Das hat sich ja richtig toll gebracht. Was soll denn da herin? Gibt's da irgendwas? Ich sag nichts, das Stromding. Da war der gelbe Kantenmaler war unterwegs. Was kann ich da tun? Kann ich da irgendwas tun damit? Weiß ich nicht. Sonst sehe ich nichts. Kann man da irgendwie rein? Nö, kann man das irgendwie? Stromterminal. Das habe ich schon gescannt da. Toll. Scheiße drauf! Was soll denn da? So, passt schon. Findet man jetzt da wirklich nicht arg groß vorkommen. Die ganze Zeit schwimme ich an einem vorbei, an 5 gleichzeitig. Wenn ich eins brauche, finde ich es nicht mehr. Ruckelt das bei euch auch? Nein, bei mir ruckelt nichts. Ausnahmsweise. Also ich bin nicht schuld. Da haben wir was gefunden. Ist das Titan wahrscheinlich, aber wir werden sehen. Oh! Ja, da kommt gleich sehr viel Titan raus. Schau mal das so, da kommt gleich 5 oder 6 raus. Easy going. So, ob wir da unten waren, weiß ich nicht, aber wir schauen mal direkt nach. Wir müssen aber überall so klein, da waren wir schon, da ist das Zeug auf. Da, aber das hätte ich doch letztes Mal gesehen. Das ist doch mit einem Patch gekommen, oder? Out here for Nahima, learning to be a biologist. I have one spare tank. My reprint site is Habitat. Warum aber das schaut irgendwie gefährlich aus da? The ocean is full of proteovirus, and we are full of it. Ja, bin schon fit. Gib mir das auf, egal, ich bin schon fit. Like Kara? And she said no. Don't you know the difference between virus and bacteria? And I said, give me a break. I learned science off my PDA. But there are different kinds of proteovirus. Look here. Look how the coral grew with a wrinkle. Like a spider, like a plug. Das ist Quarzhausen! And it's emitting virophages. Quarzhausen, oder? Virus. One strain of proteovirus is in that coral spider, the normal strain. And it's trying to stop a different strain coming up out of that hole. Nahima calls it the blue strain. Nee, komm wieder raus, da mag ich nicht. Ich mag nach Hause. Check this out. Ich mag nach Hause, mag ich. Also, sie reden da die ganze Zeit von irgendeinem Virus. Das glaube ich ist so der Kern der Story. Was pfeift mir da schon wieder so komisch an? Das ist ein Sound, der mir nicht gefällt. Was ist denn das da? Da ist irgendwas, was leuchtet da? Was ist das? Wieso schwimmt das einfach da? Blackbox Signalboy. Bin ich da vielleicht gestorben, kann das sein? Naja. Who knows? Who knows? My knows. Der eigene Blackbox? Ah ja, dachte ich mir schon. Jetzt schwimmen wir erstmal am Grund umeinander und bringen wir unser Klump zurück. Weil wir schon wieder voll sind und alle 2 Sekunden ist unser Luft aus. Power offline. Power offline. Ja genau, und jetzt sitze ich halt da herin wie ein Depp und hab keinen Strom nicht in der Nacht. Wahrscheinlich wird man Batterien brauchen, das check ich schon, aber wo kriegt man die her? Muss man da auch wieder irgendwas Spezielles bauen, oder? 30 seconds. Weil mir erstickt man halt jetzt da herunten. Das ist das nächste. Batterie für die Base gibt's erst recht spät. Das ist ja voll behindert. Ja gut, dann werden wir uns mal Folgendes zu Gemüte führen. Was haben wir da herin? Das lenken wir mal noch ab unten dann. So. Was brauchen wir? Was ist unser nächster Schritt? Ich glaube, ihm zuhören, was er zum Sagen hat. Wander, vermisste Kolonisten, digitale Rettungskapsel, Rosette 5! Wander ist das einzige, was auch immer das bedeutet, wird wahrscheinlich ein Name sein. Hör mal zu. Contact. K. Wander Wangmo. A young, able spacer. Partial voice data retrieved. Mirror breach got me. Should have brought flares. Stupid. Do you remember when she stole that fried dough from her brother and offered it to you? Right in front of him. An egregious act of sisterhood. Signal location uploaded to PDA. Be cautious. Seawater viral load increases sharply out west of the life pod. Aha. Okay. Was der ich sag?
währenddessen es finster ist. Signale, Rettungskapsel, wir haben jetzt ein nice Blackbox of Wanda. Die machen wir sauber rot, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist einmal das erste. Die Blackbox Ruby machen wir aus, das passt auch. Pass auf, das müssen wir noch umbenennen. Warmer schon. So. War mal schon. Blackbox wandern. Bis dahin, bis hell wird, bauen wir unsere Base weiter und gleich mit das zum Eintauchen und überhaupt. Mehr Solar aufs Dach. Das wird in der Nacht nichts bringen, fürchte ich. Das ist übrigens grünen Denken. Ja, wenn wir in der Nacht keinen Strom nicht haben, dann steuere ich 6 auf anstatt 3. So, in welche Richtung bauen wir das? Wahrscheinlich eher so da hinten. Oh, da so hinter hä? Oder da so her. Bauen wir es geradeaus aussehen. Was da man siehst. Jetzt pass auf, kann man das da so herschneuzeln. Jetzt bauen wir mal was anderes. Jetzt bauen wir einen Korridor. Willst du mal einen Korridor machen? Kann man den noch länger machen? Den kann man zweimal bauen. So. Dann machen wir nur einen Korridor, einfach weil wir es kennen. Schau mal, ob du die Turbinen schon bauen kannst. Ich wüsste nichts von Turbinen. Das ist mein Baumenü. Innenanlagen von Turbinen. Einen Bioreaktor kann ich bauen. Das kann der, zersetzt organische Materie rapide und wandelt das Biomaterial in Energie um. Ach, das ist sowas wie ich verstehe. Außenanlagen habe ich nicht, nein. Ich habe bloß Solarmodule, Lampen und Signalboy. So, Schluss jetzt. Geh weg da. Das meine ich, werden wir noch ein wenig aussitzen müssen. Fisch, Strom. Ich glaube, ich hab's verstanden. Kommt man da eigentlich eine? Nicht, gell? Ich glaube, ich hab's verstanden. Ich baue jetzt einmal so einen Bioreaktor. Mehr Solar bringt in der Nacht auch was. Welcome aboard. In einer fiktiven Videospielwelt schon, ja. Mehr mag ich dazu jetzt nicht. Weiter möchte ich mich dazu nicht äußern. So, jetzt mal so. Der Bioreaktor, der locht mir nämlich hoch. Kupferbarren müssen wir da bauen. Um Gottes Willen, das ist ja voll das Riesendrum. Da muss ich einen extra Raum dafür zaubern. Da zaubert man einen extra Raum dafür. Fäusten zerreißt. Ne? So, Obacht. Den zwickt man da so her. Den zwickt man, geh wieder hin. Hopp. Den Mann zwickt man so daher. 30 seconds. Ja, 30 Seconds. So. Ich weiß nicht, ob das von innen auch geht, aber von außen sehe ich es einfach besser. 5 Bioreaktor Innenanlage. Ich hätte die Symbole von den einzelnen Teilen noch größer gemacht, dann muss man weniger scrollen. So, ganz hinten ohne, damit der Mieter nicht auf den Sack geht. Wunderschön, jetzt brauchen wir noch 2 Kupferbarren. Oxygen. Welcome aboard. Das nervt hart, aber sag's keinem. So. Bauplan ändern. Kupferbarne. 1, 2. Haben wir so viel? Ja. Rendiert sie das? War ja nicht, werden wir sehen. Ja, der geht natürlich auch nicht ohne Strom. Das ist mir schon. Der wird jetzt doch bald mal wieder hell. Ja, ich mein schon. Strom wo? Strom! Was kann ich da machen? Kann ich da einen Viehschei werfen und dann haben wir einen Strom oder was? Jetzt gehen wir da 4. Da gehören eigentlich natürlich Fenster ein, das ist eh ganz klar, aber für die werden wir wahrscheinlich. Warte mal. Wieso gibt es da keine Fenster? Hilfsmittel. Brauchen wir auch nicht. Möbel und Dekor brauchen wir jetzt dabei auch nicht. Das sind Sachen, die können wir uns offstream damit beschaffen. Nein, das mit der Luft nervt so hart. So, unser Strom wird langsam, der wird dann schon anfangen. Was haben wir noch im Inventar? Wasser, Essen, passt. Power connected. All systems online. Haben wir ausgesessen. Strom! Ich brauche mehr Bioreaktoren, habe ich schon gesehen, wie lange brauchen die für so einen Barren? Das ist ein Wahnsinn. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Schauen wir mal, hätte ich gesagt gehabt. Prozessor zieht übelst Strom, ein bisschen eng mit 3 Solarpaneele. Ja, wir produzieren 24 am Tag.
Wie viel produziert nur eins in der Nacht? Sagen wir es so. Tust du mit den Scheiß da her. Weg, 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 weg. Wir können währenddessen da schon mal einen einbauen, aber ohne geht uns noch. Sieht man da irgendwo ein Progress Bar oder so? Komm, mach ein bisschen schneller da. Mal ein bisschen schneller da. Dankeschön. So, was kannst jetzt du? Bioreaktor. Gut, dass ich ihn falsch rum hingestellt habe. Bioreaktor nutzen. Aus normal Overdrive. Normal. So, keine gültigen Objekte im Inventar verfügbar. Jetzt warte mal, jetzt probieren wir mal die Dinge. Das ist ja super! Du kannst ihn nur. Ah, stimmt, mit dem Bautool kann man umbauen. Geh, Bewegen-Modus betreten. Bewegen. Und wir kommen dran. Was man sagt halt auch nicht, wo ist hinten und vorne. Ich kriege einen scheiß epileptischen Anfall, wenn ich das so schaue. Schau mir das sofort. Der kleine Epilepi-Timmy ist kaputt. Ich meine nicht die Timmy-Bär, sondern du weißt es schon. Wo ist da hinter vorn? Ist das vorn? Ist das vorn? Ich stehe einfach irgendwo hin, Birger. Birger steht einfach irgendwo hin. Wie schaut es denn vorher ausgeschaut? Ich sehe es nicht, wie es vorher ausschaut. Wie schaut es da an der Seite aus, was vorne ist? Ja, da ist die kleine Schaltfläche dort. Ich kann aber leider nichts erkennen vor lauter. So, meine Kerz, ne? So, Kerz, meine. So. Und noch 1, 2, 3, 4. So. Oder! Oder kann ich da an der Seite auch noch irgendeine Scheiße machen? Nein, Hauptsache man kann rundum laufen. Schaut gut aus. Schaut gut aus, Kinder. Ist das eine Saufmaschine? Ich meine schon. Ich bin mir zwar nicht sicher, was wir deren, wenn da das einpumpt, da, was dann los ist, aber das werden wir rausfinden. So, jetzt bauen wir draußen noch einen Kernel hin. Nochmal so einen Raum hin. Construction Tool. Räumlichkeit. Was da unser Dings hier nicht wirklich, gell? Ja, eigentlich müsste das da so nach oben hin, weil wir mit dem Teil dann immer unten reinfahren und dann ist es eigentlich voll lästig. Oder bauen wir es einfach da hin? Ist das genug Platz? Ist das genug Platz? Es muss ja auch 5-mal so groß werden. Raum anbringen. Jetzt konstruieren wir nochmal. Der Platz langt locker. Ich weiß ja nicht, wie groß das Ding ist. Ich erinnert mich schon noch an den ersten Teil natürlich. Aber den machen wir mal 2 Stück lang. Also so. Titan haben wir genug. Und dann bauen wir unten das Loch rein und die Dockingstation und so weiter und so fort. Jetzt passen wir an. Ein bisschen breiter. Ja. Nochmal ein bisschen breiter. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob es das jetzt fett gebracht hat, aber... Ja, Oxygen dein Mann. Noch ein bisschen breiter. So, das ist doch einmal vernünftig. Bimmel bauen. Da sind wir schon dabei. So, dann, weil ich da nicht ständig, was das was ist. Warum kann ich das da nicht hinbauen? Verstehe ich nicht. Baue ich da hin. So, Luke. Guten Tag, wir haben eine Luke jetzt. Dann geht's weiter. Aber da brauchen wir wieder einen Haufen Zeit, gell? Kaulquappendock und die... kann man das schon irgendwie... Das check ich noch nicht ganz, wie man das, wo man das hinbauen soll. Das da auch nicht. Fenster... Ah, da, hier, Tauchdock. Ja. So, hier... Nein, das ist nicht symmetrisch! Birger, was hast du denn wieder gemacht? Ah, Grüße ändern, komm mal. Klangt das so? Ja, bau's einfach mal hin, das werden wir dann schon sehen. So, klangt das Tauchdock so für die Kaulquapp? Ich glaube nicht. Wenn ich bloß knapp drüber schauen kann, dann ja, weißt du selbst ist. Schauen wir mal. Machen wir mal. Jetzt haben wir gleich keine
Titan mehr, Freunde der Sonne, aber das machen wir einfach mal, das machen wir dann Stiegel für Stiegel länger. Jetzt schauen wir mal. Das Ding. Ah ja. Schau her, da kann man es nämlich schon nicht zwicken. Und was ist das? Das ist das Kaulquappen-Dock und das ist der Fahrzeugfabrikator. Den kann ich jetzt da hinbauen. Den kann ich jetzt da so herbauen. Der Kruzifix, da ist das bauen wir nicht ein wenig frickelig. Ich platziere das jetzt einmal da. Einfach ausprobieren, was weiß ich, ob es funktioniert. Wir werden schon sehen. So kompakt, wie es noch gerade irgendwie geht. Aber da lässt er mich nicht hinbauen. Warum lässt vorher hat er es mich da reinbauen lassen? Dann müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen, Kinder. Unzureichender Bauraum. Das ist doch komplett gelungen und du weißt das. Dann machen wir jetzt so. Wo? Was ist das? Was ist diese? Nein, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Dekonstruieren nicht möglich. So, mit das nochmal weg da. Pass auf. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Jetzt chillt's mal. Was passiert, wenn ich so mache? Was genau soll denn das bringen? Damit so Idioten wie ich nicht einfach reinlaufen, sag ich das richtig? Also das Loch da, das macht mein innerer Monk flippt da komplett aus. Ich weiß nicht, wie ich das da wegkriege. Gibt Bauvarianten für Deko sozusagen. Weil das andere Rezept noch offen ist, einfach verkleinern. Das geht ja nicht anders, wieso? Mein innerer Monk springt im Dreieck, Kinder. Der flippt aus, der flippt vollkommen aus. Außerdem muss ich da nur noch rechts noch ein wenig. Und zwar so. Ich kann's nicht größer mal. Ich mach's einfach so. Jetzt passt es nämlich wieder. Und schon passt es wieder. Beschwert euch aber nicht. So, ich hab doch, das war doch jetzt gerade blau. Ja, wie groß muss denn das sein? Das Eck ist für Bodywatschel. Ja, die muss da irgendwo abstellen. Da müssen wir nach hinten noch einen bauen. Wenn wir uns nach hinten vergrößern. Oh Gott, da kriegen wir auch so ein komisches Eck, geil. Fahrzeuge müssen halt schon Platz haben. Ja, wenn das nicht gelangt, dann war das eine das Swimmingpool im Ocean drin. Da müssen wir noch nach hinten expandieren. Da müssen wir draußen expandieren, das hilft nicht. Freddy, Base bauen! Und der haben wir noch einen Raum. Wir haben keinen Titan mehr! Ich hab so viel Titan gesammelt, hab ich gemeint. Welcome aboard. War gar nicht so viel. Hat sich herauskristallisiert. Hat sich heraustitanisiert. Tatsächlich ist einfach alles weg, oder was? Lol. Naja gut, dann werden wir noch mal auf Suchfahrt gehen müssen. Und das nächste Mal muss ich offensichtlich 4 sicher in die Kanister voll machen, nicht plus 2. Oder 1. Gut, gehen wir auf die Suche, Kinder. Das hilft eh nicht. Wo waren wir noch nicht? Osten waren wir noch nicht. Fahren wir mal nach Osten. Osten. Und wir sind wieder im Titan-Grind. Hilft nicht. Dafür haben wir jetzt aber den Resonator. Schauen wir mal, was wir so finden. Da lassen wir uns doch gleich einmal runterblasen. Gibt's da was? Grüß Gott beieinander. Die Luftbladern, die kannst du gleich einmal herscheißen, sonst muss ich gleich wieder auftauchen. So, los geht's. Da unten ist natürlich wieder absolut gar nichts. Oh, da ist ein kleines Loch. Da längs noch muss nur ein bisschen länger sein. Ja, das ist der Plan, aber da müssen wir nach hinten ein bisschen expandieren. Und da feiert man auch gerade das Titan dafür. Da ist wo. Okay, ich kann es nicht nehmen, ich bin davor geschwappt worden. Ah, ich werde geschwappt. Ich wurde geschwappt. So, schauen wir mal ein bisschen weiter weg von Zeit. Dieser Krebs, ich weiß ganz genau. Da ist was wunderschön. Was brauchen wir? Einen Vierer brauchen wir. Her mit dem Schund. Titan Grind. Ist auch. Wer den Titan nicht ehrt, ist den Titan nicht wert. Da nehmen wir die Bladern mit. So, sagt noch irgendjemand Titan. Da ist Kupfer, das können wir auch brauchen. Wenn wir das drum her. So. Sehr schön. Muss ich da eigentlich hinfahren, damit es aufsammelt, oder geht das automatisch zu mir über? Was haben wir denn da ist? Titan. Bis wir voll sind. Bis wir voll sind, ab nach Hause und bauen. Gehört dazu, Kinder. It's a survival game. Da haben wir da noch irgendwo groß. Da haben wir noch was. 30 Seconds. Wie viel Platz haben wir noch? Jawohl, was ist das? Silber, oder?
Das ist ja ganz viel Silber. Können wir auch brauchen, nehmen wir mit. Oh, da haben komische Elektroquallen, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Da wird auch die Landschaft ein bisschen anders, wie wir sehen. Was haben wir da so? Auch mit. Schwebt man so ein bisschen über die Wasseroberfläche, da sind wir ein bisschen schnell. Da hinten auch noch zwei Sachen. Da sind ein Haufen Sachen. Ist das Blei oder Titan? Ich hoffe Titan, weil Titan brauchen wir momentan am meisten. Wunderschön, Inventar ist voll. Tja, da weiß ich jetzt aber nicht, was ich da wegschmeißen soll. Also fahren wir... Oh, da ist ja voll das Zeug! Miau! Ich brauche ein größeres Inventar. Wann Titanbohlen? Wo ist Oliver Kahn, wenn man ihn braucht? Eier holen! Wir brauchen Eier! 30 seconds. Wir weitesten bis zur nächsten Taucherflaschen. Ja, wobei unter Wasser brauchen wir in dem, das was wir uns da bauen wollen, also das Mini-U-Boot, dann brauchen wir es ja nicht mehr. Hashtag Eier. Bobby! Merci für 86 Monate. Habe ich die Ehre, Like-Button nicht vergessen. Du hast recht. Timmy Boy, ja, ich bin kaputt. Timmy, die habe ich auch, es tut mir leid. Der Grantler hat uns wieder mit Weisheiten verpflegt. Pass auf, das kann ich vorlesen, wenn wir dessen mal nach Hause fahren. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das nicht gleichzeitig atmen und schlucken kann. Wir verlieren die Fähigkeit mit ca. 9 Monaten, wenn wir beginnen zu sprechen. Bitte, danke. Warte, das lasse ich jetzt kurz ein paar Sekunden so stehen. Welcome aboard. Und die 100 Leute, die jetzt daheim gesessen sind und das kurz ausprobiert haben, der Grantler hat euch ja gesagt, hört halt einmal auf ihn. Was ist denn da herin los? Grafikfehler Hausen oder was ist da los? Was ist da los? Na gut, bauen wir weiter. Wie viel Titan haben wir? Wahrscheinlich nicht unendlich. So, warte mal. Kommen. Es kostet 1,2 Titan, gell? Ja gut, lassen wir es mal so. Na, das hilft mir nicht. Das müssen wir Stiegel für Stiegel machen. Ich glaube, es kostet wahrscheinlich ähnlich viel. Na, mach's auf ganze Breiten. Ja. So, dann. Welcome aboard. Welcome aboard. So, Kaulquappendock. Also die Breite tat gelangen. Da nicht, da auch nicht. Jetzt erweitert man es nach hinten. Jetzt pass Obacht. Aber im Ganzen. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr im Ganzen? Weißt du schon? Ich kann da nicht in den Säck rein. So, dann probieren wir das. Ja, genau. Genau so habe ich es noch vorgestellt. Wir müssen es halt zweiteilig machen. Und das hilft ja nicht. Okay, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Wieso krieg ich es denn da jetzt wieder nicht hin? Was? Ihr habt's doch... Ich bin doch nicht behindert. Also ich bin schon kernbehindert, das ist mir schon klar. Aber ihr habt's mir doch gerade zugeschaut, dass das da gerade hinpasst, und jetzt passt es wieder nicht hin. Bereich versperrt. Ist da wieder irgendeine behinderte Pflanze unten drunter, oder was ist denn mit dir? Ich hol's dir an, du Huren. Du Birge, ich glaube, es ist nicht die Gräs oder die Braten vom Loch, sondern der Boden und dumm. Abstand zur Wand passt nicht. Nach unten zu flach. Meinst du, das ist nach unten? Ja, aber vorher war es doch auch nicht so flach! Wieso hab ich eigentlich schon wieder auf euch gehört? Hm? Die Wände sind zu nah. Welcome aboard. Aber da ist doch die Wand nicht so nah nach hinten, oder? Oder müssen wir noch mehr expandieren nach draußen? Dann probieren wir jetzt noch mal, dass wir nach draußen expandieren. Schau mal. Kann man da expandieren? Nein, da werden wir jetzt kurz einmal das Ding noch mal wegmachen müssen. Dann das da so machen. Ja, schaut eh viel cooler aus. Pass auf. Seek fresh water intake. Kruzifix nervt mich nicht. Scheiß Survival, scheiße. Hätten wir es einfach ausgeschaltet. So. Einfach, weil es schön ausschaut. Nervt es mich nicht. So, 1, 2.
Und wenn wir es jetzt bauen können, dann lasst man es wie es ist und wir gelangen es nicht mehr an. Welcome aboard. So. Okay. Bauen wir das Ding nämlich daher und einen Fahrzeugfabrikator auf gegenüberliegende Seiten. So, und was wir brauchen, ist folgendes, das hier und das hier. Wir produzieren jetzt Scheißdreck, damit wir die zwei Sachen bauen können. Vorher aber, dass mein innerer Monk zufrieden ist, brauchen wir noch folgendes. Und zwar Perfection. Perfection. Schau's da an! Absolute Perfection! So. Das muss klar also. Vielleicht muss man da noch ein bisschen ausbauen, aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Da gehört ein Fenster hier oder was weiß ich, was da hingehört. Und eine Luken brauchen wir noch. Mach die Luke. Mach mir die Luke. Die Luke machen wir nach vorne hin. Dann passt das. Und dann sieht das gut aus. So. Wunderschön. Oder? Wunderschön. Hat er bloß eine gute Stunde dauert wahrscheinlich, aber ist ja wurscht. So, jetzt gehen wir mal unser Klump ab. Das der wir da einer. Silber haben wir. Da der wir einen Quarz aus. Kupfer und Silber der wir da einer. Und Kruzifix, Scheiß essen und trinken. Steig mal am Hut mit deinem Schund. Ist da überhaupt was drin? Ich kann's nicht. Das müssen wir ein bisschen ablegen. Nein, das müssen wir ein bisschen. Nimm's halt nicht! So. Das hilft uns ein Scheißdreck. Wo ist das zweite Ding? Das hilft auf alle Fälle. Machen wir mit diesem. Power offline. Power offline schon wieder. Wir müssen gerade aber auch nichts tun. Wir müssen Schnecken suchen. Und einmal genug Wasser machen. Kann man nicht auch irgendwie ein aufbereitetes gutes Wasser machen? Oh, da hat aber Festschnecken gewinnen, dann nehmen wir gleich alle mit. Da gehst du her. Da gehst du her. Was haben wir da? Du bleibst da. Irgendwas grunzt mich an. Was ist denn eigentlich mit dem großen Fisch da? Kann man den auch essen? Weiß nicht. Wo ist die Schnecke? Ich hab's genau gehört. Schneckofatz. Schmacko, Schnecko. Da ist Schnecko. Schnecko! Da ist irgendwas. Das nehme ich mit. Schnecko. Welcome aboard. So, jetzt probieren wir mit das drum aus. Power connected. All systems online. Wie viel Strom macht der? 10, sage ich das richtig? Oder was heißt denn das 10? Ich weiß es nicht. Ist mir scheißegal. So, Prozessor, Bauplan ändern. Was braucht man? 2 Titanbarren. Titan, 1, 2. Power offline. Dann werden wir noch ein paar Solarprojektoren da oben brauchen. Muss ich mich durch der Community wieder geschlagen geben, weil es wieder mal recht hat. So, innen, außen, Solarmodul, da haben wir, können wir noch eins herzimmern, bei so Wacht. Das Zimmer, das dreht sich sowieso. Aber mein innerer Monk sagt, das geht da hin, das geht da hin. Schon wieder Dehydration. All systems online. So, dann gehen wir da rein. Bauen wir dabei da was zum Geissen. Tue mich her mit dem Wasser. Overdrive, gib ihm. Stimmt, es gibt ja einen Overheat, gell? Aber dann, nein, das ist ressourcen- und umweltschädigend. Das möchte ich nicht, meine Damen und Herren. So. Das schaut gut aus, haben wir wieder fit, wieder eintreten. So. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Wir brauchen einen Außenscheinwerfer. Hier an die Ecken dran. Hier so. Aber wir haben keinen Titan. Gut, das müssen wir jetzt sparen dabei, das hilft nicht. Ja, aber müssen wir sowieso farmen gehen, weil jetzt schauen wir mal, was wir brauchen. So, der ist da. Ein Quarz müssen wir noch irgendwo hin da. Das ist Utility und ein Durcheinander. Das meine ich, nennen wir jetzt auch mal so. Nicht Utility, sondern Durcheinander. Absenden. So, Durcheinander. Mineralien. Da können wir den Quarz eigentlich auch reinsemmeln. Und dann haben wir 2 Titanbarren. So, was sind die anderen Barren? Das ist übrigens klasse optisches Design, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das da rechts oben sind völlig identische Beutel, bloß unterschiedliche Farben. Danke fürs Ausgrauen. Danke.
Von ganzem Herzen drin, danke. Schön, dass ich mir das anpinnen kann. Aber wenn ich den Unterschied zwischen einem Titanbarren, einem Kupferbarren und einem Silberbarren nicht erkenne optisch, dann hilft es mir halt einfach nicht weiter! Es hilft mir nicht weiter! Was wollten wir bauen? Was wollten wir überhaupt bauen? So, erst einmal die Werft da. Was braucht das Ding? Ein Kupferbarren und Glas. Haben wir Glas? Wir haben doch Glas. Ich hab doch irgendwo Glas gehabt. Ich hab Glas, du hast Glas, alle haben Glas. Bauplan ändern, Kupferbarren einmal laden. Und hier bauen wir mal ein Stück Glas. Easy. 50 Shades of Barren. Ja, Titan ist himmelgrau und Kupfer ist wolkengrau. Ich wiederhole, in fiktiven Videospielwelten ist es okay. Aber bei Travian hat man mir gelernt, du machst das alles schon grob richtig, aber was tust du jetzt, wenn du dann Farbenblinden hast? Ja, der sagt nicht, was das ist. Ich bin zwar nicht farbenblind, aber du weißt schon, was ich meine. Man muss an der Form sofort erkennen, was es ist. So sieht's aus. Das ist mir schon Anfang der 2000er im Game Design tatsächlich gelernt worden. Also erzählen Sie mir nichts. So, hier, kann ich da jetzt was fabrizieren oder was? Fabrizier mir was. Fahrzeuge. 2 Titanbahnen, ein Glas und eine Energie, das ist ja gar nichts. Wer baut so den Schund? So, jetzt müssen wir ein bisschen farmen, müssen wir wahrscheinlich schon. Hier, Quarz, da tust du mir eine Glasscheibe, bauen wir mir eine Glasscheibe und 2 Titanbahnen. Wie viele Titan haben wir? Ich weiß nicht mehr. So, mal den hier da. Bauplan. Titanbarren. Kein Titan, ja, da müssen wir noch mal aussteuern. In die Finsternis steuern, meine Damen und Herren. Wo war das? Ich glaube im Osten war das ganze Titanklump, gell? Da ist Titan. Leute, das hilft nicht. Da müssen wir durch. Da ist ein Titan. Und irgendwo, ja, wenn wir schon da haben, dann machen wir gleich so. Was tut? Hoppala, falsche Taste. Das ist zwar Kupfer, aber das können wir auch brauchen, aber wie geht. So, was haben wir da? Der, wird schon nicht, der große Fisch wird schon nicht da sein. Ja, das nehmen wir schnell mit da, wenn es schon da liegt. Da waren doch die riesigen Vorkommen und ich habe keinen Platz im Inventar gehabt, oder? Das waren doch bei den spitzen Steinen da. 30 seconds. Ja, 30 Seconds. Südost von der Base war's, dann gehen wir da mal so ein bisschen in die Richtung. Und wieder runter. Ja, da waren ja da war dieser, ja. Ich glaube, wir müssen da einmal rundrum um den Berg da und dann liegt auf der anderen Seite das ganze Klump umeinander. Schauen wir mal. Für was man Salz braucht, weiß ich noch nicht. Quarz können wir auch mal mitnehmen, zumindest. Oh, was ist das? Schwefel? Schwefel habe ich da gar nicht gefunden! Wo kommt der jetzt auf einmal her? Das Viech schaut unangenehm aus. Ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll, aber geh weg, weil sonst schieße ich da. Das ist zwar Quarz, aber das ist mir jetzt wurscht. Wird eh schon wieder hell. Ich sehe. Oh. 30 seconds. 30 Seconds. Saufen wir das Wasser. Das schmeißen wir weg. Titan brauche ich, habe ich gesagt. Mann, ich brauche ein größeres Inventar. Aber das schmeiß ich ihn weg. Nix, fahren wir heim. Macht ja keinen Sinn. Probier mal Schnellresonator gegen einen Fisch. Achso. Du meinst einen Fisch anzipfen? Warte, wir können das Ding einmal anzipfen da. Come with me, bro! Oh, ich stirb gleich. Das war knapp! Du, das war knapp. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war. Jetzt gehen wir nochmal her da. Scheint ihn nicht recht zu interessieren. Habe ich das Gefühl. Fahren wir nach Hause, ich fühle mich unwohl. Also ich hab's ohne Inventar-Upgrades durchgespielt. Das glaube ich dir nicht! Du hast doch mit Sicherheit auch die Betten da angelangt und diese Bio-Betten von den Stationen, wo man da findet. Hey, spritz mich nicht quer an! Wart. That's what she said. Was hat denn meine Basis da hinten für einen Schlaganfall? Was ist mit der? 30 seconds. Ich hab's auch nicht gecheckt mit den Biobetten. Ja, wenigstens gibt's einmal jemand zu, dass ich nicht der Einzige bin,
der einfach da einmal an Sachen vorbeischwimmt, weil er sich denkt, ja, das kann man eh nicht hochklicken. Ist alles voll. Ich mach einen guten. Ich spring jetzt da so. Pass auf. Absolutes Pro-Gaming. Der James hat es auch ohne gespielt. Ihr nur einmal beim Backseaten, ich sag's euch. So, 1. Wie viel man braucht? 2. War ich nicht mehr. So, wie viel Quarz haben wir? Echt viel. Okay, wir Silber schon wieder rausnehmen. Und haben wir Silber da rein. Silber, Kupfer, Silber, Schwefel nicht. Da haben wir auch nochmal Titan, da haben wir Salz. Warum ich das da separat nicht habe, das weiß kein Mensch. Schau mal, weil ich da irgendeine auskennen soll. Das tun wir da noch dazu und das tun wir noch dazu. Das tun wir außer, das gehört dann da mit dazu und das nehmen wir Silber, Kupfer. Was war denn das wieder? Kupfer. So, hier, absehen. So, das schaut doch schon mal ganz passabel aus. Titanbarren hier, den nächsten hier. Das sind wir da so wie Biobetten. Ich kann zeigen, wenn wir nachher da nochmal vorbeischwimmen, wo wir gerade waren, da ist ein See jetzt zum Beispiel, dann kann ich euch das zeigen, wenn das wirklich jemand nicht gewusst hat oder einfach nicht da hat oder was weiß ich. Jetzt pass auf, was brauchen wir noch? Ich glaube, Glas haben wir noch gebraucht. So. Wir haben ein Glas und eine Energiezelle. Was wird man für eine Energiezelle brauchen? Das weiß ich gar nicht, die haben wir noch gar nicht gebaut. Schauen wir mal, was die Energiezelle will. Eine Salzhammer, 2 einfache Batterien, darf man auch haben, die kann man aber auch bauen. Da brauchen wir noch mal ein paar so Gehirne und starke Säure. Ich kann nur bloß eine milde Säure. Wie macht man eine starke Säure? Wie macht man ein starkes auch mit dem Prozessor? Bauplan ändern. Starke Säure. Nekroleitzyste. Konzentrierte Säure, sehr gefährlich, wird als Metallreiniger und Katalysator für die Herstellung fortschrittlicher Elektronik verwendet. Wie du den Schwefel aufgeglaubt hast, ist der Plan für die starke Säure gekommen. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Und dann braucht man keinen Schwefel dazu. Das macht ja wieder ganz viel Sinn. Wo kriegen man die Nekroleitzysten her? Was ist denn das? Jetzt pass auf, jetzt machen wir einen Ausflug. Jetzt gehen wir mal in dieses Bio-Virus-Dingsbums vertüdelte, was wir jetzt auch mal mitnehmen. So ein Ding mal, wenn uns der große Vieh schon greift. Gibt uns der Wasser? Nö, Nahrung. Das tun wir her. So, hier, das darf noch lange. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung das war, aber ich glaube Süden. Da war so nekrotische, also da war einfach ein Virus unter Wasser, da ist ein bisschen ein unsauberer Übergang, auf einmal ist alles grau. Das müssen wir jetzt schnell suchen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war's nicht. Das ist zu tief. Da können wir hin, wenn wir das U-Boot haben. 30 seconds. Ja, 30 Seconds. Macht ihr neue Batterien? Oh ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Da hast du absolut recht. Wir könnten uns auch welche bauen. Wir könnten uns auch mal welche bauen. Das wäre nicht schlecht. Welcome aboard. Mal umspringen? Nö. Welcome aboard. Aber da kann man ein bisschen drüber glitschen, das geht schon. Es gibt keinen Shift-Button. Das ist interessant. Da müssen wir her. Kleine Batterie. Ja, da brauchen wir das Hirn wieder. Da brauchen wir Hirne. Wir brauchen neue Batterien, Kinder. Neue Batterien. Wo ist das Hirn? Da haben wir vorher auch in ein Loch eingeschwommen und auf einmal waren es da. Hirn, wo? Frage mich öfter und finde es nicht im Spiel, aber hoffentlich schon. Schwimmen wir einfach mal da grob umeinander. So, dann können wir auch ohne die Armteile da schwimmen, weil ganz ehrlich, da ist ein Hirn drin, ich hab's genau gesehen. Entschuldigung, ich darf mal schnell vorbeischauen und schauen, ob es da ein Hirn gibt. Da gibt's ein Hirn. So, her mit dem Schund. Was tut denn eigentlich das da gleich wieder? Medizinischer Geldbeutel, habe ich gelesen. So, geht's da noch weiter oben. Ja, mehr Hirn, mehr gut. Außerdem ist das für unseren Bioreaktor auch nicht schlecht. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, scheißen wir mal bitte. Hallo, Sauerstoff, Sepp.
Danke. Hier mit dem Schund. Jawohl. Da hinten. 3 Au! Was? Nein, diese komische Scheiße da über die Krähe außerpimmelt. Nervt da überhaupt nicht. Wie triggert man die eigentlich nicht? Jetzt soll er noch irgendwo weiter, oder? Ich geh nach Hause. 3 Hirn muss gelangen. Schwimmen wir da aus. Oh, da haben wir noch mal ein wenig Klump, wo wir noch anlegen. Gut, sie fix. Inventar schon wieder voll. Bringen wir mal etwas. Titan mitgenommen. So. Ja, ich hab schon gesehen, vor dem nächsten Stream muss ich da wahrscheinlich einmal 2-3 Stunden reinfarmen und wirklich einfach von allem 2 Spind voll holen. 30 seconds. Von allem, dass wir da nicht so lange rumsammeln müssen im Stream, das ist ja irgendwie ein bisschen... Weißt du das schon. Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen amüsant ist zum Zuschauen. Falls ja... Like-Button! So, passt. Hätten wir das auch erledigt. Batterien wollten wir bauen. Komm, bau Batterie. Irga ist gleich Zombie heute, er sucht Gehirne. Ich suche immer Gehirne. Ununterbrochen suche ich Gehirne. Badruschka-Blatt. Bauen wir mal ein Stuckerer 3. So. 2. Scheinwerfer aus. Nachladen. Ah, da kann man dann durchschalten, was für eine Batterie. Und dann einfach so. Okay. Den da. Nachladen. Ja. Und dann haben wir jetzt noch die Batterien drin. Da brauchen wir jetzt so einen, jetzt bei so 8, scheiße, den können wir schon lange wieder ausschalten, gell? Aus. Eine mit dem Hirn! 3 Hirn, der wir wieder raus. 3 Hirn gut. So, dann rammen wir den Schund wieder ein. Na, stopp. Stopp. Wir haben doch da so ein Batteriemodul bauen können, oder nicht? Warte mal, Fabrikator. Stromterminal. Da brauchen wir einen Kupferdraht. Kann mir nur LED-Batterien auf. Das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert und ich weiß nicht warum. Weil, den zwicke ich jetzt einfach da so ohne. Dann brauchen wir noch einen Kupferdradl. Erst einmal ein Kupferdradl, ja. Das bauen wir aus Kupfer natürlich. So. Nee, du sollst das bauen, das Ding. Hallo. So. Und wenn ich da jetzt die Batterien einstecke. Okay, es hat sich bewegt. Bin schon Start, hat sich bewegt. Bin zufrieden, alles gut. Das Geflackere da macht mich fertig. Das ist alles, was ich weiß. So, Fahrzeugfabrikator. Wieso kann ich den jetzt wieder nicht anklicken? Meine Hitbox ein wenig im Eimer, hä? Energiezelle, Glas. Haben wir mir das angeheftet? Nein. Und dafür können wir die Teile wieder entheften. So, jetzt machen wir mal einen Glasscheiben. Dann schauen wir uns noch mal die Energiezelle an und ich glaube, da werden wir sowieso ein bisschen länger brauchen. Also eine Glasscheibe her. Jawohl, Energiezelle. 2 einfache Batterien. Starke Säure. Starke Säure. Was? Ja, da brauchen wir die Dinger da, gell? Da müssen wir uns auf den Weg machen. Das war's, was wir da wollten. Innerhalb von 4 Sekunden wieder vergessen, was ich überhaupt wollte. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Gut gemacht. Dann legen wir unser Klump dabei da. Eine. Das brauchen wir nicht. Das Das Wasser und das Essen nehmen wir mal mit. Batterie, eine Ersatzbatterie nehmen wir mal mit, weil warum nicht? Und dann suchen wir jetzt draußen einmal dieses nekrotische Gebiet, wo dieser Virus ist. Da wird dann alles ganz komisch grau. Aber ich habe leider nicht aufgepasst, wo ich da heute Nachmittag war. Es war nicht Norden, ich glaube es war Süden oder ich glaube eher Osten. Oder war es Nordosten? In die Richtung, ich weiß nicht mehr. Schwimmen wir einfach mal. Der Webi schreibt aufregend auf alle Fälle. Ist das jetzt ironisch gemeint oder ist es beim Lesen immer ein bisschen schwierig? Da waren nämlich auch so komische Pflanzen, die haben bloß ein bisschen anders ausgeschaut und alles war ein wenig, weißt du, alles war ein wenig. Und da drin los. Da haben wir einen Skill gekriegt, da ist wieder irgendein Riesenviech. Na, da war der Fisch, da war der große Fisch.
30 seconds. Nein, du und deine 30 Seconds. Geht's mir dermaßen auf den Senkel. Also es zu spät ist. Da, hier haben wir auch verschwunden. Nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit. Da kann man ein bisschen als Aim trainieren. Ah, geht schon noch. Ah, hier, das nehmen wir mit. Oh, haben wir das schon gescannt? Anscheinend ja. Naja, gehen wir halt einfach einmal weiter. Vor denen habe ich jetzt nicht so viel Angst, aber irgendwo da... Wir haben es auch vorher schon einmal gesehen, diese komische graue Kacke da. Was ist denn das da? Ist das, wo da im Searching? Nö. Fisch, verpiss dich, weil ich da mit dem Ding ins Gesicht schieße. Ich warne dich. Das interessiert ihn halt nicht, gell? Da ist! Gefunden! Aber jetzt müssen wir erst auftauchen. Wanda, repariere uns. So. Genau. Und das Ding da habe ich irgendwie mit dem... Viral replication impaired. Destroy these cankers wherever you find them. Fisch, du kannst mir jetzt einmal haben! Ja, was tun gegen den? Hallo? Ah! Oh, jetzt wird's eng. Successful. The juvenile angel cone is clear of the viral infection. The flow of nutrients into the rock bore below has stopped. Following the infected rock bore structure may lead to an adult angel cone with useful 30 seconds. Was? Verfolgen, der irgendwas Struktur führt, gegebenenfalls zu was? Schallresonator haben wir schon. Scannen wir schnell, da kriegen wir was, glaube ich. Mit dem Schund. Haben wir da noch was drin? Nö, draußen grunzt schon wieder irgendwas. Fahren wir mal heim. Der Wurzelstruktur folgen. Ja, aber ja, das habe ich schon noch gelesen, aber Herr Lacher, nächste Woche bin ich nicht da. Das ist einmal das Allerwichtigste. Darum kein Multiplayer. Kann das auch irgendwas? Gibt mir das irgendwas Tolles? Kriege ich da was? Oder... schau, was da? Bisschen... Was ist wütend? Was ist denn schon wieder wütend? Das Mistviech da. Ja, ich schwimme jetzt da einfach durch und du kommst mir nicht nach... Oh! Biomass in this region is dominated by a single species of large jelly. Simple ecosystems are often a sign of ecological crisis. Was auch immer das ist, was tut der grabt sich ein? Dann schon wieder irgendwelche Riesenkreaturen oder sonst irgendwas. Ich kann nicht aufpassen, weil um mir und dumm. Was ist denn da schon wieder los? Da waren wir noch nicht, aber jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen in dieses Base-Ding. Was ist denn da? Die haben doch vorher noch geflogen. Das ist ja grün. Und der Wasser ist auf einmal dreimal so fett. Was passiert, wenn ich reinschwimme? Der Hyzen! Hyzen scannen! Hyzen! Herzlichen Glückwunsch. So, komm ich da irgendwie rein? Nö, warum nicht? Warum? Da ist ein Loch. Du musst doch da irgendwo reinkommen. Da war der gelbe Kantenmaler. Schauen wir mal da unten rein. Ne. Dann wieder die zwei Mistviecher. Du wirst mir nicht verzeihen, dass da einfach eine Riesenstruktur liegt, wo man nicht reinkommt. Das glaube ich nicht. Kaufe ich dir nicht ab. Aber anscheinend ist es so. So, ich gehe jetzt wieder, weil sonst gibt der Fisch jetzt wieder. 30 Seconds. So, was sind das für Riesen, weiß ich nicht, Gabausch dabei? Oh, was ist das da hinten? Das sind das Unterwasser-Gasbeck. Was ist das wieder? Schau dir aus, weißt du, wie das ausschaut? Von da. Wie die Bomben mit Ocarina of Time. Ist er Bomben? Oh, das schaut aber auch verdächtig aus. Necroleitzyste! Haha! Wie tue ich das? Überlebens-Multiwerkzeug. Jawohl! Her mit dem Schund! Mehr vom... Oh, da schaut's ekelhaft aus. Aber das überwinden wir. Irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin, mit so mehrere mit den Dingen. Was weiß ich, wie viel das wir brauchen, bis wir voll sind. Zur Not werft man ein wenig Titan ab. Ich mag da nicht mehr her. Ich mag da nicht mehr sein. Oh, haben wir schon wieder Sauzfee. Weg. So. Irgendwann kommen wir da schon wieder vorbei und nehmen es mit. 30 Seconds! Ja, zum 100.000. Mal her die schon trapsen. So haben wir da irgendwo ein Wasserbladen oder so ein Scheiß. Nö.
Kriegen wir schon. Ja, mit dem Bums. Oh, da gibt es auch noch ein paar Ressourcen. Wie viel von dem Zeug brauchen wir? Ich weiß es nicht, aber ich kann gar nicht genug haben. Sag's, was ist. Oxygen. So, schauen wir, ob es da noch was Interessantes gibt. Wir müssen da immer so Bojen mitnehmen, weil da finde ich nie wieder her. Das heißt, unser Base ist im Südosten, dann ist quasi im Nordwesten ist das da hier. Da war ich noch nicht. Die Dinger für die Säure wollte ich suchen. Die habe ich schon gefunden. Silber, was ist das da? Kupferzerbrett können wir auch nicht brauchen. Da ist schon wieder, da gibt es so viel Zeug schon wieder. Ich hab keinen Platz. Weg, weg. Nehmen wir noch 2 sichere Dinger mit da. Das sind diese Nekro-Dinger. Und aus denen können wir unsere Sachen bauen. Was ist das da? Der Unterwasserzipfel ist ein. Er speibt wieder einen her. Oh. Ist das die Entrance? Nein. Ist das die Entrance? Nein. Why not? Why not? Aber gut, fahren wir wieder heim. Fahren wir wieder heim, es wird finster. Sich orientieren ist halt Bestandteil des Spiels. Ja, ich versuch's. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Wir müssen halt lauter so kleine Bojen bauen. Das ist normalerweise immer ein Anzeichen dafür, dass da irgendwo eine Base ist. Wenn da so Lichter sind. Weil man natürlich nicht merken kann, ob wir da schon waren oder nicht. Da meine ich, waren wir schon. Irgendwas grunzt uns wieder an. Ja, ich lasse mich auch alle 2 Sekunden ablenken. Ich bin genau die richtige Person für so ein Spiel. Gibt keine bessere Person. So, über den Meeresboden rauschen. Und schaut euch das Spiel an, das ist so wunderschön. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon einmal gesagt habe, seit wir spielen. Es ist so wunderschön, dass es eine Frechheit schon fast ist, wie andere Spiele ausschauen. Kannst Bojen vor Ort direkt bauen, brauchst nur Zutaten im Inventar. Das habe ich nicht gewusst schon, ja? 30 seconds. So, ab nach Hause. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir ein U-Boot. Offline. Power offline, das glaube ich nicht. Da drücke ich aufs Hirn, auf normal. Connected. Dann geht's All los. systems online. So, was haben wir braucht? Eine Energiezelle. Tust du mal eine Energiezelle her. Einfach eine Batterie bauen. So. Starke Säure. Warning. Power offline. Bauen wir gleich einmal ein Stückerer 3. Wie Power offline? Dann müssen wir da wieder auf Power Overdrive klicken. connected. All systems online. Nee. Mann, ein wenig ein Lichtfight noch da herin, hä? Schaut die Deckenlampen aus da. Zack. Machen wir das. Machen wir so. Dann kriegen wir wieder wegen etwas. So, schaut gut aus. Dann haben wir da schon lange keine Lampen mehr herin gehabt. Müssen wir was sehen, hä? Ne? Kleines Wandlicht. Können wir das da irgendwie herin platzieren? Ja. Glaub schon. Was kostet das? Kupfer und Titan. Oh, wir haben nicht so viel Kupfer. Sind wir mal nicht verschwenderisch. Sind wir mal nicht verschwenderisch. Und jetzt haben wir das Teil. Und jetzt können wir eigentlich eine Energiezelle bauen, oder? Nein, einfache Batterie brauchen wir noch. Ich hab doch gar nicht gebaut. Dann bauen wir halt noch eine. Energiezelle. Das ist die etwas stärkere Batterie, gell? Das dauert wahrscheinlich auch gar nicht schon, wenn wir da gleich ein paar mehr bauen. Habe ich das Gefühl. Weil wenn wir uns unterwegs der Strom von dem Ding ausgeht, dann haben wir richtig schick gefickt. Na dann, schauen wir mal, ob wir es bauen können. Und dann haben wir mir jetzt halt stopp. Ist mir wurscht, ob wir es haben oder nicht. Da muss ein Licht drüber. Unbedingt. Und zwar ins Zentrum. Ungefähr so. So, damit wir mir da auch was sehen. Das ist aber ein sehr helles Licht. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Da haben wir mal ein Wandlicht ohne Zimmern. Da ohne Zimmern. Da ohne Zimmern. Oh, der innere Monk. Der innere Monk sagt, nein, das war nix. Okay, jetzt hier. Schaut schon besser aus. Schaut ihm schon ein Stückchen besser aus. So. Können wir jetzt den Bums da bauen? Hallo? Da ist irgendwie die Hitbox broken. Ja. Seek caloric intake. Scheiß auf Caloric Intake. Wo ist mein U-Boot? Gib mir das U-Brot! Wo ist mein U-Brot? Da ist mein U-Brot! Drücke, um Kalkörper zu steuern! Was denn, das geht nicht weiter auf? Ist das... Hä, verstehe ich nicht. Warte mal. Hallo? Welcome aboard.
Okay, da ist die Hitbox zum Ach, da kann man sich festhalten. Das ist der Koop-Anteil. Ha! Das heißt, da kann einer fahren und die anderen kennen sich. Das ist cool. Das ist cool. So. Da ich aber... Schau dir das an. Schaust du. Wie können wir da andocken? Abdocken? Ne? Abdocken! Ne? Da brauchen wir erst die Dockingstation. Scheiße. Halt. So, verlassen. So, die müssen wir auch noch bauen. Natürlich müssen wir die noch bauen. Da werden wir es wahrscheinlich andocken können und aufladen können und den ganzen Bums. Was brauchen wir da noch? 2 mit Kupferdraht, 1 mit Silberbarren. Das kriegen wir hin. Ist aber jetzt auch nicht so schnell, wie ich es in Erinnerung habe. Scheiße, jetzt habe ich... Warum rede ich da immer dazwischen, wenn ich alle 4 Sekunden... Was ist denn das jetzt, Alter? Wir hatten mal eine Flashbang in Twinteig. Wo ist das? Warte mal. Ist das... Ach so. Ich habe mir meine eigene Flashbang ins Ding eingestellt. Aber cool ausschauen tut's. Der Antrieb, das Gewurstel hinten schaut cool aus. Und es schaut... Aber im ersten Teil war das Ding auch cool. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber es war ein bisschen breiter oder ein bisschen UFO-artig ausgeschaut und so. Das war auch ganz cool designt, muss ich sagen. So U-Flashbang, ja. Das Mistviech, das Geschissene. Da bin ich schon wieder blind, wenn ich da reingehe. Aber das Geglitsche ist jetzt weg da hinten, ne? Das Geglitsche an der Außenwand, das ist so gut wie weg. So. Wo sind wir? Wir brauchen keinen Overdrive mehr. Doch brauchen wir schon noch, weil wir einen Silberbarren drucken müssen. Bauplan, enden. Einmal reinladen, mach gleich mit 2. Wir haben einigermaßen viel Silber. Dann Kupferdraht, glaube ich, haben wir noch gebraucht. Wenn mich nicht alles täuschen tut. Wir haben gar keinen Kupfer, da müssen wir nochmal rausgehen und nochmal den Kupfer suchen gehen. Wo gehen wir, wo waren wir noch nicht? Ja, gehen wir nach Osten, weil es wurscht ist. Alles, was wir finden, wird zusammengeht. That's the game, meine Damen und Herren. Und man kann sich an der Umgebung, es dauert eine Zeit, glaube ich, bis die Umgebung langweilig wird. Aber, das Spiel hat auch ein paar Aber. Ja, für alle, die vielleicht wieder meinen, er lugt wieder alles in den Himmel hinauf. Es hat 3 ganz große Punkte, die halt einfach nicht wegzudiskutieren sind. Negative Punkte. Die Performance, ganz ehrlich, ist unter aller Sau. Spiel schaut gut aus, versteht mich nicht falsch, aber es schaut nicht so gut aus, dass ich ohne DLSS da mit 60 FPS und so einen Scheißdreck umeinander fahre. Oh, 30 Seconds, ist da Luftbladen, gib mir Luftbladen. Ja. Das ist einmal das Erste. So gut die DLSS-Geschichte von Nvidia ist, es bringt ein Problem mit sich. Nämlich, dass Entwickler noch fauler werden, als sie ohnehin schon sind und Spiele nicht mehr fertig machen. Also noch weniger optimieren, wie sie es eh schon tun. Da können wir warten drauf. So, gibt's da jetzt irgendwie, da war ich noch, glaube ich, noch gar nicht, gibt's da irgendwo ein Sauerstoffpumpen, hallo? Sauerstoffpumpe, wo? Was bist denn du? Ein Unterwasserpilz. Da hätten wir Quarz, ich brauch Titan. Scheiße. We're gonna die. Oh shit, we're gonna die. Oh shit, we're gonna die. Da gibt's einen Haufen Silber. We're gonna die. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird doch nicht knapp. Das wird doch nicht knapp. Wir brauchen Kupfer, Kruzifix. Wo ist Kupfer? Jeden Scheißdreck finde ich bloß Kupfer nicht. Da, hier, Silber zum Saufwurden. Wo haben wir das jetzt wieder her alles? Nochmal da oben. Nix Topf. Hauptsache ich sammle schon wieder alles sein. Lass mein Inventar. Ist das Blei? Nein. Also auf alle Fälle ein nice Viech. Ich weiß nicht, ob das Base ist oder nicht. Da ist ein Kupfer. So, bloß noch Kupfer mitnehmen jetzt. Aber sonst da. Ach da, ja. Herzlichen Glückwunsch, Birgit. Starvation. Starvation.
Egal. Da ist Titan, da ist Kupfer, Titan. Ab nach Hause. Ab nach Hause, muss gelangen. Aber wobei, Titan findet man wirklich überall. Nehmen wir das da noch mit, Vielleicht hätten wir das Inventar auch noch ausladen sollen, bevor wir mir da irgendwo hinschwimmen. Ich weiß es schon. Geht's mir nicht auf die Nerven, wie war das? Ja. Da waren wir schon knapper am Tod, meine Damen und Herren. So, dabei kann ich ein bisschen was lesen. Wo ich bin. Ich hoffe, du bist noch da. Merci für 8 Monate. Habe ich die Ehre, bin heute später dran, aber im Urlaub läuft nur anders. Kenne ich. Ich habe zwar noch eine Woche, aber bei mir, ich werde es mir nächste Woche nicht einmal sehen. So wie das ist. Nach dem Weinfest bin ich wahrscheinlich 4 Tage kaputt. Nach meiner Vorgeburtstagsfeier bin ich wahrscheinlich 4 Tage kaputt. Und dann wundere ich mich wieder, wo mein Urlaub ist. Herr Philipp, der Vlogger, die Performance soll noch besser werden. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Aber ja, ich denke auch, dass das noch kommen wird. Weil Subnautica 1 war auch gut optimiert und hat fantastisch ausgeschaut für die damalige Zeit. Und ist fantastisch gut gelaufen für die damalige Zeit. So, ich glaube, einen Kupferbarren haben wir braucht, oder? Kupferbarren, Barne, zweimal Kupferdraht. So, das war, stimmt, ich habe vorher mal kurz erzählt, ein paar Probleme hat das Spiel schon. Aber wie gesagt, das ist in der Early Access. Zweimal Kupferdraht rausgeschissen. So. Also, einmal ist es die Performance. Zweitens, es ist eigentlich Subnautica 1. So. Was will man? Es ist nix, nein, nichts. Der Coop. Okay, der Coop. Ganz ehrlich, das reicht nicht. So, wir können jetzt da Beleuchtung einschalten, ja. Und, oh, ich bin angefahren. Au. Ich bin angefahren. So, kann man da nicht obis... Au. Kann ich da jetzt da so andocken, so? Oder wie... Oh, das ist schon smoothie. Smooth as fuck. Gell? Das schaut vielleicht schon gut aus. Gell, da gibt's einmal gar nichts. So. Hast du schon mehr auf die Uhr geschaut? Hast du schon mehr auf die... Jetzt, Mülli, ich hab jetzt gerade nur auf die Uhr geschaut, weil du gerade geschrieben hast, sag einmal, wo ist denn die Zeit hin, Bitchen? Spinnst du komplett, oder was? Ich schwöre bei Gott, ich hätte jetzt gesagt, das ist... Na, gut gemeint, ohne Übertreibung, so 8:45, hätte ich jetzt gemeint. So. Nachladen. Batterie aufladen. Ja, Caloric Intake machen wir gleich. Jetzt chillen wir den Knirscheiben. Silber, Kupfer. Da tun wir ein Durcheinander wegen rein. Das und das. Ein Wasser nehmen wir mit, beziehungsweise ein Wasser saufen wir uns. Ein Fisch lassen wir uns herrichten. Fisch herrichten. Ich hab gehört, du machst halt bis um 11 Uhr. Ich hab gehört, das machen wir nicht, weil die Frau nämlich um Punkt 10 ins Bett geht und ich eigentlich gesagt habe, um Punkt 10 ja, können wir schon machen. Um Punkt 10 hören wir auf. Hören wir ja sowieso nicht. Wir müssen da noch irgendwo hinfahren. Das schauen wir uns auf alle Fälle noch an. Für was haben wir das scheiß U-Boot gebaut? Das ist behindert. So, haben wir mir was zum Essen? Ja, und der haben wir jetzt einen Quarz noch weg. Wo war der Quarz drin? Minerals, jawohl. So, wo müssen wir hin? Wir haben doch... Blackbox waren wir schon. Die stellen wir auf lila. Main, Kaulquappe machen wir grün. Alles was von uns ist grün. Main Base. Blackbox Wonder. Und da fahren wir jetzt hin. Wo ist die? Die ist ja gar nicht weit. 233 Meter, aber schauen wir hin. Merz hat gesagt, mehr Überstunden. Ja, der Merz kann meine Eier lutschen. Sagst du ihm. Stopp, nicht lutschen, lecken. So. Wir steigen jetzt da ein, fahren wir zum Meer und schauen wir uns an, was da los ist. Offensichtlich müssen wir uns ja
Tut das sogar sehen? Ah, ist das gut. Schön. Achtung! Gas geben! Und vor allem, da brauchen wir keinen Sauerstoff. Das ist das Allerbeste. So, Düsen. Kann der schießen? Nein, schießen können wir noch nicht. Kann der Sachen sammeln? Hat der Inventar? Haben wir nicht nachgeschaut, gell? Da ist eine kistige Kiste. Achtung, da muss ich kurz aussteigen. Kistige Kiste, ist da was drin? Ja, Medikit können wir brauchen. So, wieder rein. So, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Also, gehst nicht um 10 Uhr, passt dann immer nur ein Bier. Wann hat mich das letzte Mal um Punkt 10 Uhr ausgeschaltet? Sag. Hm? So, jetzt muss ich aber kurz einmal schnell um das Ding rundum schauen. Weil da im Einser hat das Ding ein Inventar gehabt. Das ist ein Upgrade-Slot. Na ja, gut. So, dann kommen wir mit dem Ding da auch drin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da kannst du mir verzeihen, was du möchtest. Wenn es schon so umeinander liegt. Er mit dem Schund, er mit dem Schund. Her mit dem Schund haben wir da noch ein paar so vorkommen. Den Antrieb meine ich, das schaut richtig cool aus. Aber ich hab meine in Erinnerung gehabt zu haben, dass die Würstel hinten ein bisschen länger sind und dass sie noch cooler ausschauen, ein bisschen organischer und so. Aber gut, so, nein, nicht. Hinten ist ein Magnet für Items oder eine tragbare Kiste. Ein Ankerpunkt haben. Okay, cool. Oder eine Kiste, hast du gerade gesagt. Okay, cool. Okay, cool. Bin begeistert und wir kommen bis 250 Meter tief. Hey, dann haben wir doch einen guten Cliffhanger fürs nächste Mal, wenn wir schon so tief kommen. Jetzt muss ich bloß nochmal das Signal sagen. Ich mache das übrigens fertig, dass oben in dem Kompass die Dinger, die Signale nicht angezeigt werden. Wo ist jetzt das Ding, wo wir hin? Da hinter mir ist mein Kruzifix. Blackbox, wo bin ich irgendwie hingefahren? Das ist eine komplette falsche Richtung. Was mache ich denn? Haha, jetzt kommen die Fische, ist nichts mehr da. Arschloch. Oh, da ist noch mal so ein Vorkommen, das nehmen wir mit. Ja, jetzt habe ich einmal einen Fisch zusammengefangen. Oh, das hat Schaden gemacht. So, Achtung. Da bleiben wir kurz stehen. Was fletschen da schon wieder? Ab, Felix. Ja, mit dem ganzen Klump, das da rundum liegt, sind wir gleich wieder voll. Da müssen wir auf alle Fälle Kisten ohne bauen. Was haben wir da drin? Nix. Wo ist die Blackbox? Das muss ich wieder suchen. Das muss ich wieder suchen. Ist die unter uns? Ja, die ist unter uns. Wie kommen wir da hin? 86 Meter Blackbox. Ich glaube, gehen wir das. Warte mal. Das ist ja voll geil! Das ist cool. Kannst du sagen, was du möchtest? Ich fahr jetzt da ins Loch rein. Oh. Aber es schaut so aus, als war das da unten, ne? Gehen wir da durch. Die Dinger müssen wir kaputt schießen, da. Ja, ich erinnere mich. Oh, der Wander schreibt. Oh, leck bin ich jetzt der Schrucker. Oh, leck bin ich jetzt der Schrucker. Ja, fick dich. Ja. Ich muss die Dinger kaputt machen. Ich komme schon wieder. Ich gehe schon wieder in den Kalkwappen. Nein, los mich. Nehmen wir mal das. So. Die Frage ist, wohin? Wir müssen die Dinger da alle kaputt machen, aber ich... Nein, nicht. Nein, nicht, steig halt ein! Okay, chill. Ganz langsam. Vielleicht müssen wir mal so einen Fischerl fangen, wenn er gerade nicht irgend so ein Arschloch da in der Nähe ist. Vielleicht stellen wir mal das Ding in den Weg, dass uns das nicht direkt killt. Successful. Return to the main environment room to assess its state. Okay. Jetzt fahren wir mal da so durch. Ist da vielleicht irgendwas? Schießt die Parasiten kaputt? Ja, ich hab gemeint, Viecher kann man nicht schießen.
Or what? Aber haben wir's. Ah ja, da ist eh schon das Ding. Miss Dima. So, zuhören ausnahmsweise mal. Mirror breach got me. Should have brought flares. Stupid. Had a parasite on it. Full of virus. Bloom virus. Bloom virus? It doesn't match the virus in her blood. Legs won't move, so you can't fix it. Trying to tourniquet. Listen, Miss Dima. Bloom isn't Macefield. Was wrong. Bloom isn't Macefield. It hurts. Sorry your kids don't listen, Mom. She's gonna kill me for dying again. Titanfelsbohrer? Was ist das hier? Was genau hat uns jetzt das geholfen? Wissen wir nicht so recht, gell? Ist das wichtig, die Dinger da zum Killen? War's das jetzt schon? Geil wäre jetzt, wenn das Ding einfach wegschwimmt. Ja, ich hab so ein bisschen das Gefühl, Achtung, Prediction, das schaut nicht aus wie eine Pflanzen. Das sind Tentakeln von einem verdammten Leviathan. Das sagt ich. Das ist alles, was ich weiß. Das sind die Wurzeln vom riesigen Baum. Ja gut, das kann. Dann ist der riesige Baum kein Baum, sondern ein Leviathan. Nichts wetten? Da dem kann man ja noch fahren, dem Ding. Miau. Miau. Aber es steuert sich gut, macht Spaß, fühlt sich sehr glaubhaft an unter Wasser. Muss man, gehört auch mal gesagt. Ist auch wichtig. Schon wieder Freshwater Intake. Wir schon wieder am Abnippeln sind da, oder was? Da gibt es wahrscheinlich mehrere zum Erkunden. Und ganz ehrlich, das Space schaut einfach... da ist der Wütende. Da ist der Wütende. Ja, jetzt bist du nicht mehr... Der hat Parasiten. Ach, der hat auch so Parasiten drauf. Oh, der macht Schaden an dem Zeug. Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt, aber ich steige jetzt da direkt daneben aus. Nein, nicht! Ach, Kind. Ja, die Steuerung unter Wasser ist teilweise ein bisschen fragwürdig. Steig heute ein! Steig heute ein! Wo, wenn man da aussteigt, wo kommt man da raus? Drüber, drunter, links daneben, was... Oh, der greift ja das Schiff auch, gell? Geh weg! Das reparieren wir schon wieder, aber jetzt die Blärme da, die machen wir noch kaputt. Das ist wichtig, hat's geheißen. Ich muss immer schauen, dass ich auf die Scheibenfahren draufklicke, damit ich mich einsitze und nicht wieder außerhalb irgendwo einhalte oder so ein Scheiß. So, müssen wir die Hauptblüten... Was ist denn das da? Ist das die Hauptblüten? Muss ich da reinballern oder... Au, bin angefahren, Entschuldigung. Ach, da oben ist er. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, ich bin angefahren, steig mal mit. Da kriegen wir einen Buff. Da ist ein Buff drin. Ja, der andere Fisch wird uns schon nicht gleich fressen jetzt auf einen Sitz. Müssen wir uns schicken, sonst sind wir hin. Da kriegen wir jetzt wieder so ein Perk, oder? So eine DNA-Erweiterung. Hitzetoleranz. Okay, dein Vorschlag, wir fahren wieder heim, dann schauen wir uns daheim an. Das meine ich, schauen wir uns daheim an, was wir da gekriegt haben. Ich fahr jetzt heim, mir gefällt es da nicht so gut. Ich sag's, es ist, die hauen mir knockert nach, die Huden. Und ich hab so das Gefühl, beim nächsten Mal... I'm going deeper underground. Wer kennt's noch? Nur Pro-Gamer kennen's noch. Am Anfang schreit der Godzilla. Kennt das irgendjemand? I'm going deeper underground.
Das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. So, jetzt müssen wir wieder andocken. Ja, alle schreiben so ja, ich. Normalerweise schreiben alle, wenn sie sofort wissen, wie der Interpret heißt. Der Jamiroquai natürlich. Da war der Gromit war der Erste. Jetzt, ja, okay. Ja, gut, bin schon stark. Gleich kennen sie schon aus. Bin ich schon zufrieden. So. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir mir jetzt den Bums her? Marmeledo, Hirn, Lichter, okay. Das ist ja immer noch auf Overdrive. Wie geht denn das? Oh, scheiße, vergessen auszuschalten. Na, hilft nicht. So, ein bisschen ein Titan fürs nächste Mal. Da schauen wir gut aus. Und was hat uns jetzt das gebracht eigentlich, was wir da drin haben? Was ist denn mit dem Strom eigentlich? Das ist doch... Oh. Warum haben wir keinen Strom? Was braucht denn da einer? 3? Okay, warte mal. Außenelemente, Solar. Da werden wir noch ein paar Solarzellen aufzwicken müssen. Das wird nicht helfen. Und jetzt ich ganz. So. Schön dran, damit es gut ausschaut. So. Vielleicht sollte ich mir umbleiben. Wo muss man den hin? So. 30 Seconds. So. Ja, kann jetzt schon gut passieren, dass das eventuell bis zum nächsten Mal, dass ich da ein bisschen weiterspiele. Das kann wirklich passieren, weil ganz ehrlich, Subnautica war es eins schon wirklich Weltklasse gut. Und da habe ich auch schon offstream weitergespielt, das tue ich normal wirklich selten. Ich verhau jetzt den ganzen Quatsch da an die Ecken ohne. Power connected. Siehst du das? So genau gelangt. Aber ein paar mehr Luken muss ich noch einbauen. Tadpole braucht einen Haufen Energie zum Andocken, das wollte ich gerade sagen. Unser Fahrzeug, lädt sich das eigentlich auf, wenn es da hängt? Kalkwapendock, warte mal, steigen wir mal ein. 90 und 92. Wir müssen wieder umdrehen. Schade, dass das beim Hinfahren schon passiert. Ich möchte eigentlich klicken. Nur bei der Leiter unter Wasser, da muss ich auch klicken zum Klettern. Ich möchte nicht, wenn ich da aus Versehen vorbeifahre, dass das Ding vor mir snappt. Ja, lädt auf, aber reparieren muss das selber. Ja, das Dock lädt, steht alles im PDA. Du glaubst aber selber nicht, dass ich wieder 2 Stunden lang her sitze. Ich gehe davon aus, dass es sich lädt. Ich wollte jetzt bloß nicht stehen bleiben und nachschauen. Es wäre auch geil, wenn man das von außen irgendwie sehen könnte. Ja, ein Display. Ein Computer-Display irgendwo, wo die Werte von dem Ding dort stehen. Dass da eine Kiste hinten dran ist und der ganze Scheißdreck. Wie hat sich jetzt eigentlich mein Wasser und mein Essen wieder aufgefüllt? Und mein Leben? Bin ich gestorben, ohne dass ich es gecheckt habe? Oder wie verstehe ich das? Weiß ich nicht. Auf alle Fälle, Resümee, meine sehr verehrten Damen und Herren. An der Buffblüte. Ach, das gibt nochmal. Stimmt, das wollten wir uns noch anschauen. Ich vergiss alle 5 Minuten irgendwas, was passiert ist. Anpassungen. Hitzetoleranz. Haben wir mir da nicht was wählen können? Haben wir mir da nicht so ein wo man sich entscheiden kann zwischen 2 Buffs? Hitzetoleranz. Dein Körper kann jetzt bedeutend höhere Temperaturen aushalten. Ja, das. Verdauung. Lokale Flora und Fauna kann unsicher verdaut werden. Du kannst jetzt hochkomprimierte Luft atmen. Du meinst die Biomods im Biolabor? Ah, stimmt, da war was, gell? Das ist wieder was anderes, gell? Das sind so Sachen, das glaube ich hat es im Wahnsinn nicht gegeben. Was ist dieser Engelskamm? Signale, der Engelskamm, das lasse ich mal nur aktiv. Beim Wonder Wommer war mal schon. So. Mal lila absenden. Das braucht er wieder zum Aktualisieren. Und beim Engelskamm waren wir eigentlich auch schon. Ich weiß zwar nicht, waren wir schon, ob es da noch was Besonderes gegeben hat, aber gut. Das, was du jetzt gekriegt hast, ist für das nächste Gebiet wichtig. Das, was ich da jetzt gekriegt habe, ist fürs nächste. Ich denke mir schon, ist ja wahrscheinlich irgendwo so ein Lava-Biom oder irgendein Hitze-Biom, in welcher Form auch immer. Das ist schon in Ordnung. Aber alles in allem, zurück zum kurzen Resümee. Wir haben jetzt 4 Stunden gespielt. Es ist leider, wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, eigentlich schon fast genug, um zu wissen, was wahrscheinlich noch kommt. Verschiedene Biome. Natürlich weiß ich nicht, wie die ausschauen. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl,
Du hast so einiges in deiner näheren Umgebung noch nicht mal entdeckt. Ich habe heute Nachmittag einiges entdeckt, da wo ich mir gedacht habe, heute Nachmittag, da bin ich da letzte Woche echt so vorbeigeschwommen. Da auch. Und da auch. Ich habe schon noch ein paar andere in der näheren Umgebung gefunden, wo wir letztes Mal im Stream nicht waren. Aber ja, was soll man da heute auch? Aber mit dem U-Boot schaut das jetzt gleich ganz anders aus. Erstens, wir können über 250 Meter tief. Zweitens, wir können unter Wasser schnaufen, wir müssen nicht die ganze Zeit auftauchen. Und. Jetzt wird es nochmal, das ist glaube ich die letzte spannende Phase. Einen Stream machen wir auf alle Fälle noch, egal ob da jetzt eine Woche Pause dazwischen ist. Also wir sehen uns erst heute in 2 Wochen wieder. Am Mittwoch und dann bin ich eine Woche weg und dann sehen wir uns erst wieder. Es ist im Prinzip Subnautica 1 in einer 10 Jahre jüngeren Grafik. Das ist nicht schlimm, noch nicht. Es ist ein Early Access. Performance lässt zu wünschen übrig. Natürlich kann man auch die Grafik wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen, dann läuft es auch flüssiger, das ist eh klar. Und der dritte Punkt ist, ich finde 2026 in Subnautica 1 habe ich die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird. Nämlich so. Ja, mit lauter so Audiodateien und so weiter. Das ist okay für 2015. Vielleicht auch noch und vorher. Und um eine Story... Schreib mir das so. Blauwall. Ich finde die Art und Weise, wie die Story erzählt wird, da sind Audiologs zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Dann muss ich irgendwie im zweiten Teil irgendwie NPCs einbauen und nicht bloß getötete Leute von früher und deren PDAs. Und in dieser Datenbank, da schau mal, ich hab keinen Bock zum Lesen, Kinder. Wir haben 2026. Und die Kohle, die mit Subnautica 1 verdient wurde, die darf's hergeben, dass man das besser macht. Ich glaube, da ist schwierig, mir dagegen zu sprechen. Die Krux an der Story ist halt, dass keiner mehr da ist, mit dem du reden könntest. Ja, dann muss man aber die Story halt leider Gottes anders schreiben. Weil das ist einfach nur aus Faulheit so gemacht worden. Ganz einfach. Das ist nämlich die exakt gleiche Erzählweise wie vom Einser und das lasse ich mir eingehen für den ersten Teil, aber nicht für den zweiten. Weil bisher spiele ich einfach 1:1 Subnautica 1 mit hier und da ein paar neue Features, die aber nicht, die haben cool, aber das hätte auch ein Mod für Subnautica 1 regeln können, seien wir uns ehrlich. Ja, naja, du hast ja auch nicht den Story-Modus eingeschaltet. Natürlich habe ich den Story-Modus eingeschaltet. Naja, aber das finde ich genau das, was ich geil finde, hab keinen Bock auf NPCs. Ich bin kein Game Designer. Ja, irgendwo schon. Leider Gottes. Aber ich habe auch keine Story in meinem Spiel. Aus Faulheit. Ich gebe es wenigstens zu. Dann muss ich mir irgendeinen anderen Weg einfallen lassen, um die Story zu erzählen, als dass ich stundenlang von Blackbox zu Blackbox schwimme. Genau wie im Einser. Irgendwas. In Below Zero haben sich die Leute beschwert, dass sich ständig die Schwester vom Main Character zuquatscht. Da hab ich wahrscheinlich sogar mich auch beschwert. Dann muss man sich was einfallen lassen, dass die halt einen Charakter da hinsetzen, der nicht die Schwester vom Main Character ist, der ultra nervig ist. Aber was ich zum Beispiel cool finden würde, wir haben doch da letztes Mal, finde ich die Höhle auf die Schnelle. Da tauche ich jetzt schnell hin. Es ist, glaube ich, Nordosten. Da tauche ich jetzt halt einfach schnell hin. Oder was? Osten? Die Spitzensteiner brauchen wir. Da, wo wir vorher die Titanblöcke und so weiter gesucht haben. War das im Osten? Ich kann es mir nicht merken. Das zeige ich euch jetzt. Was ich da zum Beispiel... Es muss ja nicht... Pillars sind im Südosten. Also da ungefähr. Ja, da hast du absolut recht, Sprengi. Ich habe schon gesehen, du hast 26 Stunden Playtime. Wenn es du nicht weißt, wer dann? So, da zeige ich euch jetzt was. So darf's ich machen. Natürlich nicht in jedem. Nicht in jedem, dann wird es auch wieder lang, weil das ist dasselbe in grün. Aber, dass man zum Beispiel, am Anfang findest du PDAs. Und dann so Audiologs. Wo hat ein Leichen? Ich möchte halt gerne mal irgendwo eine Leiche sehen.
Oder irgend sowas. So. Dann bringt uns die Blackbox, die bringt uns da her. Die ganze Zeit finden wir irgendwelche PDAs mit Sprachnachrichten und alle sind tot und keine Ahnung. Da hab ich letztes Mal was fallen lassen, merke ich gerade. Und dann sind wir da so, schau, da hab ich gerade gescheit was fallen lassen. Warte mal. Ich hab doch gesagt, dass wir irgendwann wieder daher kommen. Genau. Und irgendwann finde ich dann auf einmal sowas. Und dann sitzt da ein einsamer Einsiedler in seiner kleinen Dings, ist völlig durchgeknallt. Also du kriegst ihn da nicht dazu, dass er mit dir mitkommt und dir hilft oder sonst irgendwas. Aber du kannst dich mit dem unterhalten. Der hat Dialoge. Das ist einmal ein echter Mensch und nicht bloß irgendwelche Aliens. Der ist halt da. Und der verzeiht da irgendwelche Geschichten. Ja, es gibt da kleine Gruppen von uns, die ist aber so, die wollt so tief gehen und vollgasnarrisch. Und dann hast du stundenlanges Gameplay, und zwar so lang, 10 Stunden, 20 Stunden lang, dass du den Dialog mit ihm eigentlich schon wieder so ein bisschen vergessen hast, aber ein bisschen im Hinterkopf. Und dann bist du irgendwann ganz tief, wie in Subnautica 1. Und dann findest du auf einmal die Kolonisation mit den Leuten da drin und die leben alle und so weiter. Ja, ich sag nicht, dass du alle 2 Meter von einem NPC vollgelabert werden sollst, sondern bitte, Leute, erzählt's mir nicht, dass das eine coole Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen. Und alle diese Kabinen schauen alle gleich aus. Also halt komplett gleich. Da geht mehr. Da geht mehr für das, dass da Subnautica 2 draufsteht und Subnautica 1 eines der erfolgreichsten Survival-Spiele jemals ist wahrscheinlich. Ohne da jetzt irgendwelche Zahlen zu googeln. Ansonsten, versteht mich nicht falsch, das ist absolute Korinthenkackerei. Das ist wirklich Cherry-Picking, um was außer zum Suchen, was man nicht taugt. Ich bin sowieso jemand, scheiß auf die Story, es interessiert mich ein Scheißdreck, was da passiert ist. Ich sag's, wie es ist. Ah ja, da ist irgendein Virus, bla bla bla, und ich komme immer tiefer und am Schluss habe ich es gefunden. Ja, war doch kein Virus, sondern wieder irgendein anderer Scheiß. Aber die Erzählweise von dem Ding, das geht besser. Das geht einfach besser und da glaube ich, kann keiner was sagen dagegen. Vielleicht kommt es auch noch besser. Weiß ich auch nicht. Wenn da schon so ein Batzen Kupfer da liegt, dann nehmen wir mit. Nee. Nee, war. Das glaube ich geht besser. Ohne das Beste zu meinen. Es ist noch in der Early Access. Es kann noch viel kommen. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel kommen. Und da hoffe ich einfach, dass diesen tristen und diesen wirklich langweiligen Erzählstil nicht so beibehalten. Mir setzt einmal zum Baumschwimmen, Hust. Und das meine Mühle, weißt, dümmer kann man nicht spoilern, dass da wahrscheinlich irgendein Leviathan oder irgendein Scheiß passiert. Warum tust du das? Warum? Mehr mag ich da jetzt nicht dazu sagen. Warum können... Ja, egal, warum rede ich eigentlich? Warum erzähle ich eigentlich was? Aber weißt du, was ich dir erzähle? Manueller Spielstand. Tschüss dann. So. Und bevor es euch jetzt nach dem Gameplay instant schleicht, ich brauche heute nur eure Hilfe. Das hätte ich jetzt vor 20 Minuten schon sagen sollen. Jetzt ist nämlich schon wieder 20 nach 2. 10, Grüezi, fix nochmal. Der coolere Leviathan ist ganz woanders. Danke, Sprengi. Zu deinem NPC-Ding, das war in Below Zero und fanden die meisten nicht so geil, mir eingeschlossen. Ich hab Below Zero auch gespielt und ich hab's auch furchtbar gefunden. Aber man kann auch Charaktere schreiben, die nicht absolute Nervensägen sind und alle 2 Sekunden die mit Scheiße voll labern, sondern subtil, kleine, coole Environmental Storytelling-Geschichten. Und selbst nach so langer Zeit, sind wir mir, weil der Sprenger gesagt hat, Leichen finden und so. Ich hab mal gehört, Plastik und etc. löst sich wie viele Millionen Jahre lang nicht auf. Wieso finden die in den Kammern und so, wieso finden die noch nicht einmal einen Toten, zumindest in seinen Anzug rumliegen und seine Flossen und so, etc. etc. Die Messlatte ist schon hier oben, zugegeben, aber die geht noch weiter. Und wenn die Sachen mir einfallen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, überlege mal über die Leute von There Is No Game. Wie dermaßen viel Cleverness in diesem Spiel steckt. Bitte, 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 große Entwickler für solche Spiele über Subnautica, engagiert Leute, die kreativ sind, denen Ideen aus dem Schädel aussprudeln. Da geht schon noch mehr. Wahrscheinlich wegen FSK. Was hat denn Subnautica für FSK?
Da darf ich mich eher weniger wegen, weil es brutal ist, dass man da eine Leiche findet, oben da. Nur darf ich mich viel mehr oben da. Was hat denn das für FSK? Sagt man das irgendwo? Sagt man das im Shop? Verifiziert, aber so ein altes Ding finde ich jetzt halt nicht. Ja, aber es ist ein berechtigter Einwand, sicher, wegen der FSK. Trotzdem darf ich mir da weniger abscheißen, dass da einmal angefräselte Flossen umeinander liegen oder irgend sowas, anstatt dass du 1000 Meter ins Meer abtauchst und dann da ein Viech kommt, das ungefähr so groß ist wie ein Hochhaus und die essen mag, währenddessen du dir in die Hose scheißt. Subnautica ist absolut family-friendly. Ja, ich weiß jetzt nicht. Da schau her! Martin Nutzmeier, Hologramme von verlorenen Dudes, die Geschichte erzählen. Zum Beispiel. Im PDA drin, wo sie sich von selber ein Video machen. Zum Beispiel. Und das auch bloß. Das nicht in jedem PDA, sondern einmal da ein bisschen, dann sagt man mal, so hat der ausgeschaut. Boah, leck, oder da lebt noch jemand da unten. Unvorstellbar, fuck, da lebt noch jemand. Oder irgendwo, also da gab es 1000 Millionen Möglichkeiten. Below Zero hatte eigentlich für viele Fans das Problem, dass das Gefühl, komplett allein zu sein, weg ist. Dieses Stranded Alone ist ja gerade das, was im Vibe von Subnautica 1 ausgemacht hat. Ja, dann ist die jetzige Community ja mit Sicherheit richtig zufrieden, dass es einen Koop gibt, wo man zu viert spielen kann. Das ist übrigens, da stimme ich da übrigens zu, no front natürlich, das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt auch keinen Multiplayer mache. Weil ich ich möchte da allein, sobald da Koop-Spieler mit dabei sind, mir da zu dritt abtauchen, ist jedes beklemmende Tassalophobia-Gefühl und so weiter ist einfach weg. Das interessiert mich dann nicht mehr. Ich erschrecke auch nicht mehr. Natürlich kommt da mal irgendwo ein Viech, der man erschrickt schnell wegen dem Sound, weil er laut ist oder sonst irgendwas. Aber ich scheiß mir gleich in die Hosen. Wenn du da so die Kanten abschaust und so und dieses ungute Gefällt, ist einfach weg. Dann der Aldino schreibt auch was, ja, das PDA-Menü verbessern war super, um was zu sehen und sortieren und so weiter, aber sonst finde ich das eigentlich den Knacks an der Subnautica-Reihe. Ich finde generell, dass das Menü beschissen ist. Sag ich, was ist? Wieso säge ich in meinem Baumenü 3 Items und dann muss ich schon zum Scrollen anfangen? Weiß ich nicht, wieso müssen die so groß sein, die Items? Was soll das? Kann man das nicht so kleine Icons machen mit Items? Dass ich das auf einen Bildschirm einigermaßen kriege, mache ich dann eine UI-Skalierung und Einstellungen ein oder was weiß ich. Fridolin mit IE, das ist das Allerwichtigste. Danke dir. Hey, hört sich keiner, bist du immer noch da? Ich schaue morgen im Nachschau-Squad. Blub, blub. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich glaube, es war ja ganz witzig. Die Zeit ist wieder sau schnell vergangen, das heißt, es muss witzig gewesen sein. Fridolin, merci dir. Geisi, merci wieder Euro. Birgo, Dono übersehen. Geisi, merci wieder im 15er. Ich war wahrscheinlich beschäftigt. Tut mir leid. Servus, Birger, bitte entschuldigen Sie für die Verspätung. Ja, das beruht ab jetzt auf Gegenseitigkeit. Trotzdem nur ein schöner Tauchgang ist vom Tristan aus Tristan. Wieso heißt denn jetzt auf einmal Geisi? Hast du schon immer Geisi? Warst du auch der mit der Tabakpflanzen? Wie geht's denn dir eigentlich? Ist der kaputt mittlerweile? Geisi, merci dir, ist zu viel und du weißt es. Void Benny has been a member for 8 months in a row. Merci dir, Bobby, merci dir, Timmy Boy, merci dir. So, die Fische fressen dich mit Haut und Haar, da bleibt nichts übrig. Die haben kurz evolutionsmäßig in meine Base eingegangen. Dann haben sie gegessen und dann haben sie. Ja, egal. Egal. So, Kinder, ich zeige euch jetzt was. Ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr jemanden. Da geht es jetzt nicht direkt um euch. Wenn du keine Wohnung nicht um Minger in Umgebung München hast, vielleicht kennst du jemanden, der in der Nähe wohnt. Vielleicht kennst du jemanden, der jemand kennt. Fragt's bei euch in der Arbeit. Fragt's deine Eltern, fragt deine Kinder, was weißt du nie, wie alt das die Leute darin sind. Ich lese euch jetzt etwas vor von einem Spätzl von mir. Okay? Und ich habe das auch so gelesen und dann habe ich mir gedacht, wir kennen uns seit wir 14 Jahre jetzt ein oder so, also seit 12 Jahren ungefähr. Es geht um einen sogenannten, in kurz, einen Spau. Der hat am 4. Mai hat er was gepostet. Er postet relativ selten was. Staudi, Ruhe jetzt! Warum haben Taucher kein Amazon Prime? Wegen der Ted-Lassophobie. Sag mal, haben mir irgendjemand mein Hirn ausgeschnitten oder was ist denn eine Ted-Lassophobie?
Verstehe nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Ja, im Koop gibt es schon ein paar Sachen, die halt buggy sind. Tempo-Bugs, Teleports und so weiter. Ted Lasso ist eine Prime-Serie. Okay, das kenne ich nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das tut mir leid, Stauri, ich kenne die Serie nicht. Das war vielleicht ein guter Witz, aber es ist ja vorbei. So. So, Kinder. Darf ich euch jetzt... Ich brauche eure Hilfe. Wenn wir mir wirklich über diese Community da irgendwie was finden, das war der absolute Oberwahnsinn und überhaupt nicht sowieso. Ich lese euch jetzt, ich zeige euch jetzt, die hat gesagt, das ist okay für ihn und so weiter und so fort und es sind halt bei weitem nicht so viele Leute da, leider Gottes wie sonst, aber ist ja scheißegal. Dann müssen wir es vielleicht, wenn ich wieder da bin, noch einmal schnell, wenn einmal wieder irgendwann da 1000 Leute drin sind. Also, aufgepasst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um einen Spau. So hat er das übrigens auch original gepostet und ich lese jetzt das einfach einmal schnell in Ruhe vor. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das... Geist ist Schluss jetzt! Frage 1, ja, ich weiß schon immer so. Frage 2 von der Dauerpflanzen her, das erste Mal. Was, das nicht du? Okay, passt. Ignoriere es einfach. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mir das Hirn währenddessen blöd gesoffen, blöd geraucht und keine Ahnung was. Ignoriere es einfach. Ich lese nun vor, okay? Folgendes. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist es soweit. Die vielleicht haarigste, jetzt Herz mit einer Donatorei auf, ich habe jetzt keine Zeit. Zur Herzklutze, fix ausnahmsweise mal. Ihr könnt jetzt etwas Gutes tun. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist es soweit. Die vielleicht haarigste Prüfung meines Lebens steht bevor. Ich suche eine neue Wohnung in München. Sogar außerhalb ist unter Umständen denkbar. Ja. Ich würde womöglich auch nach Hersching, Wessling oder sonst wo. Da ich keine Ahnung habe, wo das genau ist, hoffe ich, dass Leute aus meiner und Umgebung da ist, die wissen, was Hersching, Wessling oder sonst wo ist. Oder was da damit gemeint sein könnte. Okay? Alles, was ich brauche, sind sowas wie 40 Quadratmeter für maximal 900 € warm. Ist das zu viel verlangt? Hä? Nein, ist es nicht. Denn vielleicht zeigt sich die Sozialfee ja mal kenntlich und gibt mir was zurück, nachdem ich selbst bereits Dutzenden Leuten eine Bleibe aufgestellt oder locker 50, 60, 70 Suchenden einen Arbeitsplatz für kurz oder lang besorgt oder in einer Dekade im Ehrenamt eines Geisinger Fußballvereins mehr Nerven zusammen als Knochenbrüche gesammelt habe als Titel. Oder ich selbst reden seit nunmehr fast 20 Jahren Menschen auf die Gästeliste schreibe. Der Mann ist übrigens Veranstaltungstechniker oder Veranstalter, so. Deswegen, also er organisiert Konzerte, soweit ich das weiß. Also ich muss ihn jetzt ja, wenn wir uns im Volksfest und im Weinfest und sonst wo singen, muss ich ihn jetzt mal wieder fragen, was er genau tut, weil ich es wieder vergessen habe. Oder ich selbst redend seit nunmehr fast 20 Jahren Menschen auf die Gästeliste schreibe, obwohl ich schließlich durch den Verkauf von Konzertkarten mein Geld verdienen täte und nicht durch das Verschenken eben solcher. Oder die ganzen Getränkemarken erst geschenkt. All das macht er gerne, der Sporer, weil er fest ans Karma glaubt. Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, bei dem jedwede Handlung Konsequenzen hat. Taten, für die man früher oder später im Leben etwas erntet. Auf Deutsch, liebes Universum, gib einem geraden und selbstlosen Malocher, der diesen Winter 40 Jahre alt wird, er ist 6 Monate jünger wie ich, eine schöne neue Wohnung und das zu einem fairen Preis. Mehr verlangt er nicht. Fast immer überzeugter Single, hoffentlich für immer kinderlos, verachtet Katzen und ist vor allem voran daheim auch immer ganz, ganz ruhig versprochen. So. Ich habe ja mal gesagt, über die Katzenverachter-Geschichte, da müssen wir noch schmerzen. Aber das hoffentlich für immer kinderlos und der Kinderhass, der macht es wieder gut. Da habe ich gesagt, das ist okay, da kann man drüber hinweg. Da kann man drüber hinwegsehen. Bitte was? Du bist 40? Herr Kuro, noch nicht, aber in 2 Wochen bin ich 40, ja. Stell dir vor, die 26 plus war 8 Jahre lang gelogen. Und damals war ich schon Anfang Mitte 30. So, also, jetzt bei so. Warum hasst der Katzen? Das habe ich ihm nämlich auch gesagt. Kann ich die Sprachnachricht aus? Nein, kann ich nicht, weil da verzeiht er mir. So hat folgenden Grund, der Mann ist halt hochgradig allergisch gegen Katzen. Ja, und das ist ein Witz. Okay? Also scheißt euch nicht in die Hosen. Dafür sagt er so, ja, mit den Katzen ist also ein bisschen eine Charaktersache. Ne? Ist also ein bisschen eine Charaktersache, Kinder. Weißt du selber, es ist mit der Katze so und da feilt es auch irgendwo am Charakter. Er ist mehr so der Golden Retriever-Typ. Ja, er ist mehr so der Hundedude.
Hat er zu mir gesagt. Oder beziehungsweise das weiß ich. So, Freunde der Sonne. Nochmal, ich wiederhole das jetzt hier oben. Ich suche eine neue Wohnung in München. Sogar außerhalb ist unter Umständen denkbar. Ja, ich würde womöglich auch nach Hersching, Wessling oder sonst wo. Haben wir irgendwen, der irgendwen kennt, der vielleicht irgendwen kennt, der für 40 Quadratmeter irgendwo 900 Euro, 1000 Euro warm zusammenkriegt? In Minga für 900 Euro, da habe ich mir auch gedacht, das klingt ein bisschen wenig. Dann habe ich mir kurz überlegt, wie viel sind 40 Quadratmeter? Das ist ungefähr zweimal das Zimmer da und dann ist es vorbei. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht ist es doch nicht so. Wie schnell ist denn das gegangen? Ich bin immer noch auf dem Trip, dass du gute 30 bist. Weiß ich nicht, wie 30 war, haben wir mir und so nicht kennt. Zwar noch lange nicht. Für 900 Euro kriegst du einen Besenkammer untervermietet. Ja, okay. Ich hab euch jetzt da was gefragt. Weißt du, wieso kriegt denn er unter seinem Post, alter Mann, 40 Quadratmeter, 900 Euro in Wessling, vor einigen Jahren war das noch die Ausnahme. Das ist echt brutal geworden. Was das angeht, bin ich froh, dass ich ganz weit weg wohne. Weißt du, wieso kriegt er, drücke die Daumen und so weiter, Markus drückt die Daumen, er ist von sich, ja, er hat sich so gefreut. Er hat sich so gefreut, wie er das selber postet hat und haben über 100 Leute auf das Like-Ding gedrückt und über 20.000 Leute haben das in die Insights gesehen. Hat er mal gesagt, so bitte, oh lecker, und da, ich krieg gerade voll die Nachrichten und so und keine Ahnung. Und ich habe ihm das halt dann angeboten, du, wir können das bei mir in der Community mal probieren, vielleicht ist da irgendjemand dabei. Ja. 900 Euro, 40 Quadratmeter, warm sein in München schwierig, drumherum ist machbar. Ja, aber zum 30. Mal jetzt! Ich suche eine neue Wohnung in München! Und jetzt nicht das Hören, Zuhören, Aufhören, sondern Zuhören. Sogar außerhalb ist unter Umständen denkbar. Ja, ich würde womöglich auch nach Hersching, Wessling oder sonst wo diese Preise möglicherweise machbar sind. In Minga, wir haben es verstanden, kostet ein Quadratmeter 400 Euro. Ist okay, es interessiert mich nicht. Kennt irgendjemanden, der vielleicht jemanden kennt, der einmal gehört hat, dass du irgendwo, war da nicht was mit der Wohnung, zieht da nicht gerade der oder der aus. Okay, ich kannte mich aber mal schlau machen. Also um Gottes Willen, ich glaube, dass ich beschwere mich nicht, der Spau beschwert sich nicht, wenn jetzt da wirklich irgendjemand mal nachfragt oder sonst irgendwas. Hier unten, Achtung, weißt du was, ich teile euch jetzt den Post. Morgen oder am Mittwoch noch am Stream oder am Ende der Woche, wenn ich sage, so, nächste Woche bin ich nicht da, tue ich den Link nochmal dazu. Ich lese Donations nachher, da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Also jetzt, wenn jetzt das betrifft mit der Wohnung, soll es auch nicht mir sagen, sondern am Spau. Hoppala. So. Ich poste euch jetzt den Facebook-Link da rein. So. Da steht seine Handynummer, da steht sein Instagram-Account, wo man anschreiben kann. Das ist sein Facebook-Profil, wo man anschreiben kann. Und was hat er noch gepostet? Das ist alles schön, wenn mir das jetzt, ihr mir das schreibt so, ich meine, auf das bin ich selber auch schon gekommen, du musst halt mal lesen, ich habe kein Facebook. Dann ignoriere es halt einfach. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Was ist denn los? In München kriegst du eine Zimmerwohnung mit 20 Quadratmeter tatsächlich seltenst unter 1000 Euro, außer eventuell WG oder Riesenglück. Luna. Das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch ein wenig gewundert, dass er mit den Preisen in Minga daherkommt, aber das, ja, er hat es halt einfach einmal probiert. Ja, wenn man es nicht probiert, sondern schon so zum Schmatzen anfängt, ja, unter 1200 Euro brauchst du gar nicht anfangen und so weiter, ja, dann wird sich ja niemals was da ändern und du wirst da nichts finden. Er hat es einmal anders probiert. Der Mann glaubt ans Kammer und ich tue das übrigens auch. Und falls er seine Wohnung findet für 50 Quadratmeter für 800 Euro warm, dann werde ich den Stream nachschauen, wird jeden Einzelnen, der da jetzt irgendwas schreibt, da was nichts weiterhilft, werde ich es unter die Nasen reiben für die nächsten 2 Jahre, da schau her. Dann ich werde zum Spau fahren, werde die Wohnung fotografieren und Monatsabrechnung fotografieren und reibe es euch einmal in der Woche unter die Nasen. Und dann mache ich einen extra Discord-Server dafür. Der Mühli schreibt, leider kann ich nicht helfen. Die meisten werden wahrscheinlich nicht helfen können. Es war absolut MVV-Anbindung erforderlich. Du,
weiß ich nicht. Wenn irgendwas, was du denkst, hey, vielleicht kann das was sein, nimm die Telefonnummer, nimm sein Instagram-Dings, schreib ihm an und ja, sag einfach, habe ich komme vom Bürger. Und dann schreibst mal, was du für Fragen hast oder wenn du was wissen darfst. Dann unterhaltet euch mit ihm und dann kommt was raus oder nicht. Der Link geht nicht bei mir. Lass mich schauen. Du bist warte mal, der Vlogger ist ja auch im Discord drin. Ich poste jetzt diesen Text einmal schnell samt Beutel bei mir ins Discord. Das werde ich mir schon erlauben. Da steht dann alles drin. So, Beutel der mir auch dazu. So, der wir im Stream gerade angesprochen, Doppelpunkt. Und da haue ich das einfach ein und dann habt ihr die Links auf einem Haufen und dann kann sich jeder anschauen, ohne dass er Facebook braucht. Okay, das klingt doch vernünftig, hätte ich gesagt gehabt. Oder? Leider weiß ich keine, ich habe es aber in der Story mal gepostet. Dankeschön. So, und für alle anderen, die auch nicht im Discord sind, tue ich das da, die Spau kontaktieren, Doppelpunkt. Zack, zack, zack. So. Wer was hat, wer was weiß, etc., etc., melden Sie sich bei ihm, aber wirklich bloß, wenn man sie, zumindest, wenn man eine halbwegs vernünftige, so, hey, ich hab da vielleicht was Geschichte hat und nicht, hey, der Bürger hat gesagt, ich soll das schreiben, ich hab im Keller eine Decke und ich wohne im Chiemsee. Ach so, Minge. Okay. Interessant wäre der Umkreis, welche akzeptabel sind, um Minga 50, 100 oder 200 Kilometer. Ich hätte jetzt einmal gesagt 30 bis 50 Kilometer um Minga. 100 Kilometer, dann ist er bei uns herum. Dann kann er auch wieder in Landau wohnen. Da will er ja nicht hin. München und engere Umgebung, hätte ich jetzt gesagt. Ansonsten fragt's ihn. Hey, habe ich komme vom Bürger, du, um wie viel Umgebung geht's denn? Ich hätte da was, das ist aber halt 80 Kilometer weit weg. Dann wird er schon sagen, nee, 80 Kilometer ist zu weit, schade. Aber merci dir, dass du die gekriegt hast. Fragt halt das nicht mich. Fragt halt bitte ihn. Er sucht eine Wohnung, ich habe eine. Ich habe es mal in den Telegram reingehauen von meiner Band. Ja, und sowas meine ich. Red's mit einem Arbeitskollegen, red's mit einem Eltern, mit einer Frau, mit einem Mann, mit einem Freund. Mal kurz so, hey, weißt du, ja. Vielleicht können wir dem, der sucht wirklich schon lang. Ich glaube, das tut er schon lang. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Der Mann hat ins Universum gerufen und bittet das Karma, endlich irgendwas zurückzugeben. Und das muss möglich sein. So, ihr seid. Uzi. Hättest mir vor ein paar Jahren mein scheiß Carport gebaut, hätte ich ihn schon einquartiert. dass du echt immer noch da bist, ist der Uzi, merci dir. Herr Loller, pass auf, ich retriggert. Ich hoffe, du bist noch da. So, das muss kommen. Merci Loller für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich die Loller. Wenn ihr mitmacht, ist raus. Der einzige Aldi schreibt noch, bloß kurze Sache noch. Gibt eine Location, wo man eine Leiche in Steinkoralle findet, weiß bloß nicht mehr, wo genau oder wie ich es gefunden habe. Wollt bloß öfter noch angesprochen haben. Ja, ich sag, das ist ja okay. Aber das hilft mir halt beim Storytelling gar nichts. Das Storytelling braucht ein bisschen. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht sagen, aber ein bisschen Vielfalt. Frau Herzinger, die habe ich auch einfach abgesagt, da war ich gerade am Lesen. Was ist jetzt wieder? Kruzifix, wenn wir mit 2 Sekunden die Alerts ansetzen muss, dann flippen sie wieder alle aus. Herr Gottlieb, Grüße aus dem Nachschau-Squad. Grüße aus dem, ich bin jetzt dann Furt-Squad. Herr Gottlieb, merci dir. Frau Herzinger. Terry Birger, wollte gerade einmal ein fettes Merci sagen, dass es die gibt. Hab momentan eine schwere Zeit und schau mir auch gerade alle Horror-Games von dir an, weil es einfach am lustigsten sind. Danke dafür. Bist einfach super. Frau Herzinger, ich weiß nicht, was los ist. Es geht mir auch einen Scheißdreck an. Einmal so machen.
Und dann geht's wieder. Einmal am Tag so machen, ich gebe dir Brief und Siegel, das machst du 14 Tage lang, dann wird's wieder. Das machst du aber vor dem Spiegel bitte, weil dann kannst du selber zuschauen, beim Blödsinn machen und weißt du, wie man. Herzinger, Sie wissen schon, was gemeint ist. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Dankeschön. Sapsen, schleichen Sie sich davon, bis in 2 Wochen. Mittlerweile bin ich in der Arbeit. Das hört sich nicht gut an, aber ja, bis in 2 Wochen. Heute in, ja stimmt, heute in 2 Wochen. Was hast du für Ideen für Annex Runde 3? Jetzt noch gar keine. So, ich schau morgen nach, ich muss wieder pfiat euch, bleibt's geil, Spritzer weiß. Nein, ihr mit einem weißen Spritzer, ich flippe noch mehr aus. So, Birger, wie viel sollten Nebenkosten sein? Also für deine Wohnung? Ja. Was ich Nebenkosten habe in der Wohnung, das willst du nicht wissen. Ich schaue mal nach Minga, sind es von mir 60 Kilometer, wenn ich was weiß, schreibe ich. Ja, sowas meine ich. Dankeschön, Dankeschön. Wir wissen alle selber, dass in Minga Wohnungen unbezahlbar sind. Deswegen probieren wir es auf diese Art und Weise. Und du glaubst ja wohl selber nicht, dass auf Immo-Scout irgendwo eine Mingerer Wohnung für 40 Quadratmeter für 900 Euro warm länger wie 4 Sekunden online ist, ohne dass die Seiten zusammenbricht. Auf die Idee haben wir schon selber auch gekommen. So ist es nicht. Deswegen probieren wir es halt so. Weil Vitamin B, Vitamin Birger und generell Vitamin B oft einfach besser funktioniert wie die Internetkacke. Na, schauen wir mal. Vielleicht, das war narrisch. Stimmt, wieso ist denn eigentlich der einzige, der Bernie, der da mit Herzl kämpft für Frau Herzinger? Was ist denn da? Was ist denn da wieder? Sag ihm. Schnell nicht. Sprengi schreibt, selbst 80 Kilometer von Minga hast einen Neubau Doppelaushälften, Hälfte mittlerweile eine Mille. Ja, aber mir sucht man halt 40 Quadratmeter, Alter. Und kein Doppelhaushälften. 40 Quadratmeter. Das ist zweimal dieser Raum. Das gibt's ja nicht, dass 40 Kilometer heraus von Minga eine sichere Bude 1200 Euro warm kostet. Das gibt's ja nicht. Das gibt's einfach nicht. Wie schaut's jetzt mit dem Finanzamt aus? Hat sich schon geregelt. Hat weh da, aber hat sich schon geregelt. Triple F wird man, also das habe ich doch eh verzeiht. Habe ich das nicht auch verzeiht in die letzten 3 Monaten, wo so alles als Bullshit-Train auf mich zugekommen ist? Finanzamt, Schwiegerbab, Arbeit von der Frau, Hund. Habe ich eh verzeiht. Nein? Ist halt nicht gut ausgegangen, natürlich. Weil die fotzen sich die Sachen hintragen, wie sie es brauchen. Ich wünsche ihm jeden Fall Spaß, der jemals irgendwann selbstständig ist. Wünsche ihm jeden Fall Spaß. In keinem anderen Land auf diesem Planeten werfen sie da so viel Steckern zwischen die Haxen, wenn du irgendwas anfangen möchtest, wie in diesem. So, ja, da fangen wir jetzt aber nicht damit an, sonst rant ich wieder bis um 12 Uhr auf die Nacht über Dinge, wo ich sage, du, wer es immer noch nicht checkt hat, dem kann ich nicht mehr helfen, Alter. Das muss, keine Ahnung, das muss um die Kuh unter 20 haben, wer es immer noch nicht checkt hat. Nee, Luna, nur München ist so teuer. Also die Luna ist noch relativ jung, gell. Ich meine, ich habe Gott sei Dank, mein Bab hatte eine Wohnung in Minga. Naja, die hat uns gehört. Dann hat meine Stiefoma Anwalt verkauft für einen lächerlichen Preis. So eine war meine Stiefoma, mit der die habe ich einmal gesehen in meinem Leben. Aber die, wenn wir heute noch hätten, hätte ich ausgesagt. Hätte ich einfach ausgesagt. Für immer und ewig. In der Cosima Straße auch noch. Cosima Straße 226 übrigens. Das ist was so ein kleines Hochhaus also. Aber die Wohnung in München, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das die kostet, aber lass mich kurz, das können wir mal grob zusammen. Also, Balkon, das war im 2. Stock um. Balkon, der war nicht einmal klar. Der war mindestens 4 Meter lang und 1,5 Meter breit, mindestens. Dann eine große Fensterfront, also eigentlich eine große Fensterfront, den ganzen Balkon. Wo du ausschauen hast können, mit einem riesen Garten unten. Dann ist das Wohnzimmer gekommen, das war mindestens 16 Quadratmeter, mindestens. Ich sage mal zwischen 16 und 20, es war relativ groß, mit so einer riesigen Schrankwand. Riesen Couch und ein Wohnzimmer und Esszimmer in einem quasi. Das war mehr länglich, also das waren wahrscheinlich auch mehrere 20 Quadratmeter. Dann bist du in den Flur ausgegangen. Eine Wohnung mit einem Flur. Okay? Geradeaus, es waren wahrscheinlich so 5 Meter breiter Flur, oder 1,5 Meter vielleicht, dass wir jetzt sauber durchgehen können. Am Ende war das Bad, da war eine Badwanne drin, ein Waschbecken drin, ein Klo drin und ungefähr so viel Beinfreiheit wie 1,5 Badewannen.
Also schon relativ klar, aber für mich riesengroß. Auf dem Weg nach hinten ins Bad ist auf der linken Seite eine Küche, komplette Küchenzeile, oben dran noch eine komplette Küchenzeile mit Fenster nach draußen zum Parkplatz. Dann gehst du wieder aus der Küche und wieder weiter hinten aufs Klo, wo wir gerade schon waren. Da gehst du wieder links, dann ist da ein Kinderzimmer. Das war, ja, so groß wie da herin war es nicht. Aber ich darf jetzt auch mal schätzen, nochmal 15 Quadratmeter so hinten. Dann gehen wir wieder zurück auf den Flur, so außer. Auf dem Weg zum Klo hinten hat man nach rechts abbiegen können. Da geht es zur Haustür raus, also ins Treppenhaus raus. Und der Weg nach da raus, links war das Schlafzimmer. Und das war nochmal so groß wie das scheiß Wohnzimmer. Da war ein riesengroßer Schlafzimmerschrank halt, wie man so kennt, mit 1000 Spiegel und ein Doppelbett drin gestanden. Ich möchte wissen, was diese Wohnung kostet. Das möchte ich wissen. Ich kann halt Quadratmeter nicht sagen. Immo-Scout sagt, Cosima Straße, 223 Quadratmeter, Preis 6.677 Euro. Was im Monat? Cosima Straße 226 war die Hausnummer übrigens. Nicht Quadratmeteranzahl. Also waren keine 200 Quadratmeter. Ich habe in meinem Haus keine 226 Quadratmeter. Na, Kaufpreis pro Quadratmeter, das müsste die mal, das darf mich auch nicht wundern. Das darf mich auch nicht wundern. Wird wahrscheinlich 2 Millionen halt kosten und zur Miete wahrscheinlich unbezahlbar für einen normalen. Lieber nicht drüber nachdenken. Und das ist das, wo ich mir drüber nachdenke. Das hat meine Stiefoma war einfach eine ultra basic Frau. Das ist einfach so. Und die hat wirklich, mein Papa hat 25 Jahre in der Wohnung gewohnt. Aber auf dem Zettel hat es leider ihrer gehört. Und wie es dann so am Sterben war, hat sie es ihrem Rechtsanwalt verkauft für einen Spottpreis. Also ich kenne den Preis leider Gottes nicht, aber der Papa hat immer gesagt, ja, eigentlich geschenkt. Ja, eigentlich geschenkt. Aber gut. Wohnung an sich bestimmt 2 Millionen. Ja, hätten wir ausgesagt. Dann dachte ich mir, ja, wir haben innerhalb der Familie des Öfteren einmal irgendwo Pech gehabt, aber das gefällt manchmal. Aber gut. So. In München hast du, glaube ich, 5.000 bis 20.000 Euro pro Quadratmeter, kommt an dann wo. Ja gut, ich glaube, das geht mit Sicherheit auch noch 30.000, 40.000. Nach oben ist ja keine Grenze. Aber also im Schnitt hätte es mich interessiert. München und Umgebung zahlt sogar mehr als die Mietpreise für Fremdenzimmer. Fremdenzimmer. Ja, die hat mich damals 200.000 Mark gekostet. Das sind ja heute 100.000 Euro. Dafür verkaufe ich es. So ungefähr. Aber wahrscheinlich kannst du von so einem Preis ausgehen, dass die damals für 100.000 Euro verkauft worden ist und heute. Und eigentlich damals schon eine halbe Million wahrscheinlich wert war und heute ist es wahrscheinlich eine ganze wert. Das war wirklich keine kleine Wohnung. Die war wirklich, da war ein Einbauschrank in dem Flur drin und. Also der Flur war noch größer gewesen und allein der Flur hat 10, 15 Quadratmeter gehabt. Da bist eingegangen, rechts Schlafzimmer, geradeaus in die Küche, hintere rechts ins Klo, hintere rechts, links ins Kinderzimmer, geradeaus und links ins Wohnzimmer und Esszimmer. Dann ist quasi, zählt man bei so Wohnungen, ich habe noch nie eine Wohnung suchen müssen, deswegen weiß ich es nicht, zählt man bei so Wohnungen Küche und Bad zu den Räumlichkeiten dazu, auch wenn das wirklich klar, also Küche war klar, da brauchen wir nicht reden, aber trotzdem eine Küchenzeile vorn und hinten, aber du hast halt nicht aneinander vorbeigekommen, gescheit. Also wenn ich reingegangen bin und er ist drin gestanden, dann hat sich einer halt so hinstellen müssen, damit man rauskommt. Das ist jetzt nicht so, als da ich da einen Flickflack drin machen können. Bad gehört nicht zu den Zimmern, aber die Küche schon, weil dann war es Wohnzimmer und Esszimmer war ein Raum, es ist ein Zimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur. Flur gehört wahrscheinlich auch nicht dazu, also es ist eine 4-Zimmer-Wohnung in Minge. Ich glaube, wenn ich vorher da gefragt hätte, du, was kosten so eine 4-Zimmer-Wohnung in Minge, grob, dann hätte jeder da reingeschrieben, ja, 4, 3,5, 4. Erste Wohnung waren 135 Quadratmeter für 750 Euro bei mir am Chiemsee, dafür habe ich alles in der Bude selber hergerichtet, Vermieterin hat nur das Material gezahlt. Ja, solche Deals versucht halt der Spau wahrscheinlich auch zu finden und das geht nur über Mund zu Mund. Beatmung. Alter, ich bin um 10 raus, weil ich gedacht habe, lang geht's nicht mehr, jetzt ist fast 11, was die Bürgerin da wohl sagt. Das ist eine gute Frage, du hast absolut nicht unrecht. Jetzt gehen wir ins Bett. Kinder. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Ja, Fireblut, die habe ich auch komplett gesehen und Gottlieb auch schon wieder, weil ich so viel verzeihe. Herr Gottlieb, merci für 16 Monate, doch, die habe ich noch gelesen. Aber ein Fireblue nicht. Merci dir für deinen Zehner. Hey Birger, eine Frage. Meine Mom wird diese Woche Samstag 55. Ich habe mir gedacht, weil sie das
Kaffeesacher so mag, dass ich ihr da eine Torte hole, weiß aber nicht, ob das gut ist. Was? Herr Fireblue, was ist das Kaffeesacher? Das muss jetzt, ist das ein Kaffee bei uns in Landau oder was ist denn der Kaffeesacher? Ein Sachertorten will er. Ich weiß nicht, was das schau ich aus, da die wissen, was ein Sachertorten ist. Da der Oberlandler Geil, wie viel schreibt Sachertorte, die ist saugut. Ist ein berühmtes Café in Wien. Woher soll ich den? Also, Herr Fireblue, nicht persönlich nehmen. Merci für den Zehner natürlich, das ist ja klar. Aber warum zur Hölle sollten ich wissen, was ein Kaffeesacher. Ich bin aus Niederbayern, Alter. Nicht aus Wien. Ich habe noch nie davon was gehört. Noch nie. Das hat einen Grund. Mag nur jemand was Süßes? Ja, was gibt's denn? Ja, Tortenhaupt. Ich mag keine Torten. Ich bin kein Tortenesser. Hinfort mit der Torte. Da gibt's weitaus bessere. Schreibt das Zockergirl. Ich habe auch nicht gewusst, hab gedacht, die Torten kennt jeder. Ja, ich kenn's nicht. Sacher kostet eine kleine Torten 20 cm Durchmesser rund 30 €. Das heißt nicht, dass es automatisch gut ist. Ich meine, irgendein komischer Typ salzt so seine Steaks und die kosten wahrscheinlich 1000er und schmecken nach Arsch und Friedrich. Das hat so Goldbleil zwischen die Zähnen. Wenn du die Torten auf den Grill werfen kannst, dann haben wir dabei. Das ist wahr. Aber nochmal, ich weiß nicht, was ein Sacher Kaffee ist. Lass dich von den Leuten aus der Community beraten. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, jetzt es ist sau gut. Manche sagen, da gibt es bessere. Ich fürchte, über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Oder erst recht. Wir wissen es nicht. Nein, das schmeckt auch nicht so geil. Birger KI sagt, der Quadratmeter in München-Bogenhausen, da wo der Bab seine Wohnung war, kostet aktuell 9.000 bis 10.000 €. Ja, fix. Ja, dann ist es wahrscheinlich eine gute 75 Quadratmeter kann sie hingeben. Man, das hat vorher irgendjemand geschrieben. Das kann sie hinkommen. Geht so, dann war es eine Dreiviertel-Million bis eine ganze Million. Ja. Und die Wohnung war das Gebäude und Wohnung war im Top-Zustand. Ist wahrscheinlich ja gut, mittlerweile ist es auch 25 Jahre her, wo ich da das letzte Mal war. Aber damals waren das, glaube ich, Häuser aus den 80er. Da waren es so 15, 20 Jahre alt, diese Blöcke, die haben halt heute jetzt 40 Jahre alt. Weiß ich nicht, ob das dann da was da ändert. Okay, Gott sei Dank muss ich mich hoffentlich mit sowas nie auseinandersetzen. So. Herr Fireblue, ich hoffe, der Chat konnte irgendwie helfen. Einige Leute sagen, es ist was Gutes, kaufe ich auch nicht. Wenn dein Bauchgefühl sagt, das ist das Richtige, dann kaufst du auch nicht. Okay? So schaut's aus. Da hast Zockergirl, schreibt da irgendwas. Da gibt es weitaus bessere und dann hat es noch geschrieben und einen Schlag dazu, oder? Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Eine originale Sachertorte sollte man schon mal gegessen haben, finde ich, als gelernter Bäcker, aber nichts, was man jetzt einmal die Woche braucht. Ja, da spricht der gelernte Bäcker in dir. Ich denke mir so, wer Torten isst, hat zwingend Fleisch gegessen. So einfach läuft der Hase. Sahne drauf, meinst du? Ja, weiß ich. Aufs Marmelade. Schlag ist gleich Sahne. Ich weiß schon, was man. Ich weiß gerade, ich frage nach dem Kontext. Ich frage nach dem Kontext, nicht was mit und ein Schlag dazu, oder? Ein Schlag Sahne, das ist mir schon klar. Aber ich weiß gerade nicht, um was das geht. Das habe ich versucht herauszufinden. Ich glaube, ich kaufe mir morgen eine. Stimmt, ich glaube, ja, verdammt, nicht drei. Wann kann ich jetzt da einmal zu euch umgehen? Wie viel, ich muss mit, nein, ich glaube, ich mag auch nicht zu euch um. Ihr habt dieselben Idioten wie mir. Das ist ein bisschen so das Problem. Ich weiß nicht, was da momentan los ist. Jetzt gehen wir ins Bett. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielen Dank an das neue Mitglied. Hier, der Lolla was. Der Lolla. Welcome to the Squad. Danke für die ganzen Resubs. Danke für die Vordonos. Schluss mit Vordonos. Ab nächstes Mal werden sie nicht mehr erwähnt und aus. Vielleicht jetzt dann auf. Ich weiß nicht. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren. Ich hoffe, es war sehr schön, wenn wir irgendwas wohnungsmäßig, irgendwas finden, was passen kann. Da hat gerade irgendjemand was geschrieben, da 35 Quadratmeter, 500 € warm. Schreibt das nicht mir, das hilft mir nicht weiter. Nochmal, nicht mir schreiben, hey Birger, ich hab da was gefunden, ich hab die Kontaktdaten, da einer da, ins Discord eine da, im Stream hans drin, überall hans drin. Ein Spau schreiben, nicht mir. Ich kann ihm nicht helfen. Ich spiele ja nicht stille Post, sondern ich hab's einfach nur euch gesagt. Und wer was weiß, das war super awesome, dann kriegen wir das irgendwie hin.
Und jetzt gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch eine wohltuende Nacht. Ich habe jetzt noch eine ordentliche Nachtschicht vor mir. Das wird sowieso interessant, ob ich das überlebe oder nicht. Und das wird wirklich ein bisschen geisteskrank. Naja, schauen wir mal. Und dann da ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch. Das ist das letzte Mal, bevor ich eine Woche weg bin. Da werden wir schon nicht sterben. Ich bin jetzt ja im Juni mal eine Woche weg, dieses Jahr bloß eine Woche früher. Das hilft ja sowieso nicht. Und jetzt schleicht euch, wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Hab. So, muss klar. Da, hier. Na, das langt doch nicht. Habe ich irgendeinen Blödsinn? Ja.